Willkommen, meine Damen und Herren. Welcome zu Metal. Servola. Sorry, mein Chef hat mir schon das Bier angestellt und es hat 8,8% Das gehabt. fängt ja gut an. Bin ich schon ein bisschen paniert, aber das ist okay. Ich glaube, das macht es gut. Ja. Heute gibt es wieder so eine Die-High-Episode. Wir sind noch nicht dazu gekommen, neue Probe Invaders zu machen, aber es kommt sicher noch. Es braucht jetzt viel Geld, Zeit und Zeit halt. Planung. Ich meine, das Setup, sogar die habe ich irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten, bis ich alles aufgestellt habe. Das kann ich bezeugen. Letztes Mal haben wir in der Stube aufgenommen. Der Ricky hat mich gefragt, wenn ich da bin. Ich habe ihm gesagt, die 1,5 Stunden. Ich bin ja 1,5 Stunden da gewesen. Der Ricky hat nochmal 1,5 Stunden. Nein, das schon nicht. Ja, fast. Aber ja, wir sind wieder da, wieder gechillt, daheim bei mir im Studio. Und wir haben 2 interessante Wochen gehabt. Das stimmt. Das ist jetzt, also konzertmäßig ist eigentlich, abgesehen von dem einen, Von dem einen Konzert. nicht so viel gelaufen, oder? Ja, Nicht überlegen. anschauen. Die Woche vorher nicht. Ich war nie nicht gewesen. Es war Ostern zwischendrin. Ich bin mit dem Mike downhillen und es war grusig nass gewesen. Ja. Und wenn ihr sehen wie der Mike und ich uns beim Downhillen auf die Fresse legen, dann folgt doch unserem Race-Team-Account auf Instagram. Er heisst Taylor Swift Factory Racing. Das ist völlig dumm. Ich habe herausgefunden, dass man auf Instagram recht gut Reels schneiden kann. Ja, stimmt. Einen ist okay. Ich überlege, was ich in Ostern gemacht habe. Dann ist das ein langes Wochenende. Oder? Ja. Was habe ich da gemacht, Alter? Ich weiß nicht. Also das letzte Konzert, das ich war, laut meinem Kalender, ist Lotrify. Und das war am 1. April. Das kann es ja nicht sein. Das kann nicht sein. Nein. Sorry, das eine war noch zwischen ihnen. Aber sonst? Sonst nichts? Nicht? Ja, wirklich, tatsächlich. Ich habe gemeint, aber... Siamese sind noch gewesen, aber dort haben wir einen Podcast aufgenommen. Aber wir sind Karaoke singen, stimmt. Wir sind Karaoke singen Ostern, ja. Eben. Fuck, ja, das ist, ich meine, 2 von 4 Feiertagen sind wir einfach verkartet gewesen. Das stimmt. Weil wir sind zuerst in den Norden gegangen. Sehr empfehlenswert, die Northern Bar in Zürich. Wenn du gerne so komische finnische Bier hast. Stimmt, jetzt sind wir nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, sind wir noch nicht hingegangen. Direkt, wir haben sogar 2 Podcasts. Wir haben einerseits Metal Servola 12 aufgenommen und den Swiss Cheese Metal Podcast Nummer 1 aufgenommen. Können Sie abchecken, wenn ihr gerne das gleiche da hören wollt, einfach auf Englisch. Wenn ihr kein Englisch habt, könnt ihr trotzdem gut abchecken, bitte. Voll. Und dann sind wir direkt, also wir haben irgendwie 2-3 Stunden aufgenommen. Du bist voll am Arsch gewesen und ich gesagt, gehen wir im Norden schnell ein Bier trinken. Das haben wir gemacht und dann sind es 2 Bier geworden. Voll, ja. Nachher, ich habe am nächsten Tag wirklich nichts gemacht. Zum Teil habe ich mich schon parat gemacht für das Konzert, das die Woche danach gekommen ist. Was für ein Konzert ist denn das gewesen? Ja, da kommen wir noch dazu. Und dann, Samstag sind wir. Samstag haben wir, glaube ich, nichts gemacht. Nein, ich bin, glaube ich, voll gewesen. Und dann Sonntag doch, am Samstag bin ich mit dem Mike eben downhillen. Am Abend haben wir nichts gemacht. Am Sonntag sind wir Karaoke singen. Genau, ja. Wir sind im Eldorado Bar gegangen, umschreien wie Behinderte. Es war geil, es war schon lustig. Gehen Sie abchecken, ich glaube, sie machen die Sonntag Karaoke. Und es sind praktisch nur Metalheads drin gewesen. Es ist so lustig. Ja, es ist wirklich geil. Das Einzige, was schade war, ist, dass wir schon mega früh dran gekommen sind und sie nachher sich entschieden haben, uns nicht mehr dran zu nehmen, weil wir sind nicht schlecht gewesen. Wir sind einfach daneben gewesen. Mega. Aber es war lustig. Ja. Und dann bin ich fucking nervös die ganze Woche, weil... Hey, warte, ich kann noch schnell kurz bevor wir zu dem kommen, kurz einen Input. Ich habe nämlich die gute Idee gehabt, dass ich dir jetzt einfach eine Frage stelle, random. Und zwar, Ricky, was ist deine Lieblings-Metal-Band als Teenager? Weißt du, wir wollen ja ein bisschen Suspense aufbauen, nicht, dass wir das grosse Feuer schon am Anfang verschiessen. Grösste als Teenager Lieblingsband? Metalcore, hast du gesagt? Nein, Metal-Band, einfach generell. Oder einfach generell Lieblingsband als Teenager. Boah, ist auch schwierig. Schwierig. Aber also eigentlich, der, den ich am meisten gelost habe, ja, es ist zwischen Metallica und Trivium irgendwie. Metallica und Trivium, right. Du? Es ist ein recht grosser Teil zwischen die Ärzte, Linkin Park und Bullet for My Valentine. Aber ich glaube, anhand von wie sehr ich behaupte, dass die Ärzte immer meine Lieblingsband ist, glaube schon die Ärzte gewesen. Ja, Linkin Park ist auch dort gewesen, das stimmt. Aber es ist, Teenage-Zeit ist so eine lange Zeitspanne in dem Sinn, weil je älter man wird, desto mehr denkst du, ja, 20 oder ist einfach etwas gewesen. Aber als Teenager fühlt sich jedes Jahr so lang. Da hast du in einem Jahr irgendwie
3, 4, 5 verschiedene Favorite Metal Bands oder Bands in dem Sinn. Ja, voll. Aber ja, Linkin Park auch, das stimmt. Aber ja, nein, aber dann die Woche bin ich bin noch nie so nervös gewesen. Eine ganze Woche einfach jeden Tag am Gitarre am Üben, weil nachher am Freitag ist, oder? Was jetzt am Freitag? Erst am Freitag gewesen. Ich weiss nicht, am Freitag sind der Mike und ich beim American Festival bei der ersten Band schon fast rausgerührt worden. Ja, ich weiss nicht, wie du das Ganze mitbekommen hast, aber ich habe es recht lustig gefunden. Von dem her, Ding ist, ich weiss nicht, wieso der Ricky das mitbekommen hat, weil er ist auf der anderen Seite gestanden von uns. Normalerweise ist der Ricky immer mit uns am rausgeschmissen werden. Und ja, das Einzige, was ich gehört habe, also nicht das Einzige, ich habe viel gehört vorher, aber das, was ich am lustigsten gefunden habe, ist, dass der Danu quasi anscheinend das Schlagzeug gehockt ist und sich so mega gefreut hat, weil er einfach so quasi ins Publikum rausgeschaut hat und dann einfach so gesehen hat, dass es dort einfach, oder gehört hat, dass einfach irgendwie so 30 Leute rumschreien, wie so Holy. Und er einfach genau gewusst hat, dass wir dafür verantwortlich sind. Das war spannend. Nein, aber es war im Perigon. Ein fettes fucking Line-Up, weil es ist brutal, was für Bands dort gespielt haben. Und wir können dort dabei sein, als Openers. Eben erste Band. Und eben, also ich meine, es ist das grösste Konzert, das wir je gespielt haben mit Whiteout, oder allgemein eigentlich. Ich habe fast in die Hose gemacht die Woche. Einfach am Vorbereiten und so einfach so, fuck. Ich hoffe wirklich, es wird gut, ich hoffe wirklich, ich brich kein String oder irgendwie der Strap geht ab oder was auch immer. Ich habe sogar meinen Strap mit Gaffertape zusammengebunden. Extra fette Strings drauf da. Ja, es ist einfach die Nervosität von so etwas. Oder? Ich meine, hast du wahrscheinlich auch ein bisschen bei Dropout Kings gehabt? Also ich bin vor allem am Freitag nervös wegen euch. Ich bin dort im Publikum gestanden und ich bin wirklich am Hyper gewesen. Ich so, oh mein Gott, er spielt am Whiteout. Oh mein Gott, also ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf ein Set gefreut wie auf das. Ich habe nachher auch keine Band an dem Abend. Ich finde Boston Manor fucking sick und Stick to Your Guns. Aber ich bin für kein Set so aufgeregt wie für euch. Ich bin wirklich, du kannst, glaube ich, alle meine Homies fragen. Ich bin alle am Stressen wie Sau. Wir sind nur am Rumrennen gewesen. Oh mein Gott, Whiteout. Wir sind auch schon hackevoll am halb 3. Aber ja, wir sind völlig am Durchdrehen gewesen. Wirklich so richtig hype gewesen. Also das ist wirklich so, dass falls ihr am American Festival gewesen seid und ihr Whiteout gesehen habt und ihr uns gesehen habt, so rumschreien und dumm tun, das war nicht aufgesetzt gewesen. Wir haben uns wirklich so gefreut und uns so gefeiert, weil es ist wirklich sexy. Ja, bei Dropout Kings bin ich auch nicht so ganz so nervös gewesen, weil ich natürlich nicht gewusst habe, dass viele Leute wegen uns da sind, weil Dropout Kings haben das erste Mal in Europa gespielt. Gut, und die haben keine Fan, also die haben ja eigentlich, das ist ja ein Konzert gewesen, wo so quasi so Fanbase, so zum einfach die Band mal in Europa reinbringen, ist ja die Tour gewesen. Und darum sind wahrscheinlich auch viele Leute gekommen wegen Kids in Cages und uns. Stimmt, ja. Also ganz sicher wären die nicht unbedingt nur gekommen, hätten wir gespielt im Dynamo am Montagabend. Da ist wahrscheinlich, weil Dropout Kings gespielt haben, schon noch, okay, die sind Vorband von einer grossen Band, aber das hat wahrscheinlich geholfen, dass ich nicht so nervös war, weil es ist so etwas. Ich glaube, das erste Mal in Europa gewesen. Es klingt schon hure arrogant, dass ich das jetzt sage. Es ist eigentlich etwas Normales gewesen. Nein, etwas Normales gewesen, dass wir im Dynamo spielen. Ja. Wer 21 ist eben so, spielst so viel Massetten, nachher gehst du nicht so wie eine Probe. Es ist mittlerweile, ist es 21 so wie es Eberi früher. Ja, genau. Das ist noch irgendwie cool. Oh. Fuck, Alter, das stimmt. Ja, absolut. Wir sind aus dem Eberi rausgewachsen. Ja, Alter. Aber es ist auch so wie zum Beispiel Trails of Kamigawa zum Beispiel, oder? Ja. Ich meine, sicke Bands, ausverkauft, alles. Aber ich bin nicht nervös gewesen, weil ich habe gewusst, die Bands sind alle cool, alle habe ich gern. Es wird einfach lustige Hang in dem Sinn, oder? Ja, das ist so. Und das ist so ein bisschen beruhigender, aber... Ja, das stimmt. Eben, das ist wirklich das, was ich nervös war davon, weil ich habe gewusst, dass im Werk 21 nur ein Backstage hat. Und ich habe so einfach, weil ich habe schon Geschichten gehört. Also, ich bin dabei gewesen. Mit Save Last Breath, wo sie so genau das Gleiche gemacht haben vor so, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube Oceanside Alaska und ist es Black Tongue gewesen, oder sonst so irgendeine Texas-Band, keine Ahnung. Ja. Wo dann einfach da bist und du hast eigentlich nur dein Zeug im Backstage tun und dann hast du einfach so richtig pissige Scheissbands gehabt. Und von dem habe ich habe nämlich keinen Bock gehabt, nachher so dort stehen und einfach so mit so einer Nuttensohn-Band rumhängen. Ja.
Das ist gut gewesen. Aber eben, das ist das, was ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr reintestet habt, weil es ist ja, was ist das? Boston Manor, gut, die sind jetzt nicht so gross. Also, aber halt so The Ghost Inside. Also fangen wir so an. Wir sind die erste Band gewesen, aber wir hätten 2:30 gespielt. Nein, ihr hättet um 2 gespielt. Wir hätten um 2 gespielt, aber As Everything Unfolds, die zweite Band, die hätten nicht können über die Grenze, ich weiß nicht, was hätte gewesen ist. Die haben ganz sicher irgendein Dokument nicht gehabt. Hey, es kann passieren im Fall. Aber die haben leider abgesagt und darum haben wir 2:45 können spielen, heisst 45 Minuten später. Ist cool, weil dann haben wir wirklich ein bisschen mehr Leute können einholen. Das ist wirklich geil. Also es ist einfach schade für die Band, oder? Und für die Fans von der Band, aber cool für uns. Wir können ein bisschen später spielen. Oder? Das war cool gewesen. Und dann haben wir gespielt. Nachher haben Within Destruction gespielt. Dragged Under. Nein, Dragged Under hat nach euch gespielt. Entschuldigung, Dragged Under. Nachher Within Destruction. Nachher ist Boston Manor nachher gewesen? Ich glaube, nach Within Destruction ist Boston Manor gewesen, ja. Und nach Boston Manor ist Landmarks oder etwas dazwischen gewesen. Keine Ahnung. Ich glaube, Landmarks wird von Abzug sein. Stick to Your Guns hat auch noch irgendwann gespielt. Stick to Your Guns hat nachher, glaube ich, gespielt. Hat Stick to Your Guns vor... Nein, Stick to Your Guns hat nicht vor Dings gespielt. Doch, vor The Art is Murder. Ja, genau, doch, vor nachher ist nicht The Art is Murder gewesen. Stick to Your Guns, The Art is Murder und nachher The Ghost Inside, oder? Ja. Und also fucking 6 Line-Up. Habe ich etwas vergessen? Ich glaube nicht. Nein, du hast nicht. Aber was ich eben geil gefunden habe, ich habe von der Lexi, für den Fotografen, der beste Bandfotografin in der Schweiz. Beste, mit Abstand. Ist mir egal, was er sagt. Lexi ist Beste. Sie haben mir ein Video geschickt vom Soundcheck und du siehst einfach so der Ricky regelt, wenn er dort steht und im Hintergrund einfach so As Fates Ghost Inside Backdrop. Und ich denke mir nur so, damn! Das muss doch einfach geil sein, wenn du so Soundcheck machst, du drehst so ein Schlagzeug rum und nachher steht einfach so ein Ghost Inside Backdrop. Ja, es ist einfach brutal geil gewesen und Dings. Eben deshalb, es ist so ein Line-Up, wo, also wir haben auch mit White Dot schon eröffnen für andere coole grosse Bands wie Of Virtue und Our Hollow Our Home im gleichen Wochenende. Das ist cool gewesen. Of Virtue, Our Hollow Our Home und zum Beispiel der Royal und wir haben schon quasi das Gefühl bekommen, so, wir müssen jetzt performen, weißt, größere Band und so. Einfach Vollgas geben. Aber das war ein anderes Level gewesen. Und ich so, fuck, Alter. Ja, Alter, ich habe euch noch nie gesehen auf einer Bühne so, wie du auseinanderstehst. Ja, voll. Du und der Tim haben etwa so 8 Meter Abstand gehabt zwischeneinander. Ja, ich habe mit dem Punkt gemerkt, so, ich habe Platz, ich habe ein bisschen mehr bewegt und so. Zum Glück habe ich mich nicht irgendwie, weil ich habe schon mal Issues gehabt, wo ich mich ein bisschen zu überschätzt habe und nachher zu viel bewegt und plötzlich etwas irgendwie schlecht mit dem Fuß oder so. Und nachher so, bekommst du Krampf an dabei, weil es zu lang auf dem Lautsprecher ist. Ja, ich finde es auf eine Art schade, dass ich seit unser zweiter Gitarrist gegangen ist und nur noch ein Gitarrist hat, dass ich so viel jetzt, weil früher haben wir noch 2 Gitarristen gehabt, dort haben wir amix Songs gemacht, wo, wenn es nicht notwendig war, ist nur eine Gitarre am Spielen gewesen. Und dann habe ich einfach das Mikrofon in die Hand genommen und bin quasi wie ein zweiter Sänger gewesen. Ja. Und ich vermisse es schon ein bisschen, dass ich nicht mehr so viel mich kann bewegen auf der Bühne, weil ich auch recht oft hinter dem Mikrofonständer muss stehen, aber es ist auch ein bisschen safer. Ja, als Gitarrist und Sänger musst fast dort immer bleiben, oder? Ja, aber es ist vor allem halt ein bisschen safer, weil du kommst nicht so, du gehst seltener von der Bühne. Okay, der Dave Grohl ist fett von der Bühne, aber ich bin auch einmal mit der Pre-Band von White Dot, mit Mask the Faces, die Band mit dem Tim. Und dem Dings, wie heißt er? Der Drummer von dieser Band. Ich kenne ihn auch. Wie heißt er schon? Fucking hell. Ich kann das Gesicht, aber ich kann den Namen nicht mehr. Er fängt nicht mit dir Phil? an. Ist der Phil? Der Danny. Heißt doch Danny. Nein, Danny ist ein Sänger. Ist der der kenne ich, der Danny, der Sänger. Ja. Voll. Okay. Und dort haben wir mal gespielt und wir versuchen so irgendwie uns versteckt in der Bühne raufzukommen und ich habe gemeint, es gibt Platz, es war dunkel gewesen. Und ich so, ja, wir können dort durch. Einfach von der Bühne runtergefallen, 1 Meter tief, weißt du, mit der Gitarre und alles. Es ist, ja, aber nein, und es ist eben im Perkin fucking fett, eben mega nervös. Aber wir haben uns recht vorbereitet. Also wir haben ein sehr cooles Team können dabei haben. Also einerseits haben wir Lexi an den Fotos gehabt. Eben lexiana.musik in Instagram. Können Sie abchecken. Wir haben den Mark Singer als Videograf. Er ist unter
Stardust Visuals, glaube ich, in Instagram. Und, keine Ahnung, ich glaube es, ja. Der Max Singer, gehen Sie abchecken, macht auch sehr geil Scheiß. Er hat auch ein Video für Malice gemacht. Und dann haben wir noch den Gino gehabt, als Mischer von Polar Shift. Und einfach geiles Team, eben alle voll Bock gehabt und wirklich mitgemacht. Und wir haben gewusst, hey, als Opener in so einem Festival, weißt du, ich meine, hätten wir zum Beispiel den Mischer von dort gebraucht, hätte ich gefunden, ist ja Opener, ist scheißegal, Pizzeria da, Strübel und so. Sondern nein, wir haben wirklich ein Team von Leuten gehabt, die haben gefunden, hey, nein, der Gino hat sich voll durchgesetzt, hat das Zeug gemacht. Also ich bin dort reingestanden und der Komplex hatte generell scheiß Sound, dann haben die angefangen zu spielen und ich so, damn, das ist guter Sound. The fuck, Gino hat das absolut Bombe gemacht. Nein, also das ist wirklich brutal und wir wollen einen Eindruck machen, weißt du, ich meine, wenn wir schon auf so einer Stage sind, wollen wir ja etwas liefern. Ich glaube aber, dass wir schon einen Eindruck hinterlegt haben, wie du das so schön sagst. Ich habe das jetzt angenommen. Ja, eigentlich ein Eindruck hinterlassen, aber ich finde hinterlegt viel geiler. Alright, ich sage darum, seit du das gesagt hast, sage ich immer einen Eindruck hinterlegt. Alright. Ich finde es fucking sick. Ich finde, das Thema ist durch. Wir hinterlegen Eindrücke. Ja. Da nehmen wir jetzt. Yes. Und ich habe es einfach geil gefunden, weil ja, eben, also es hat wahrscheinlich niemand damit gerechnet. Darum, ich mache jetzt den Komplex mal nicht so viele Vorwürfe, wie ich im Sushamigs mache. Du kannst natürlich nicht rechnen, damit das bei einem Local Opener schon das Publikum so crazy geht und 4 Leute über die Barriere rührt beim Crowdsurfen. Ja, das ist der First. Fucking, kann sein, dass ich der Erste bin, der bei einer Whiteout-Show jemals über eine Barriere drüber geht. Ich glaube schon, ja. Es ist das erste Mal, wo wir eine Barriere haben. In dem Fall. Ja, dann nehme ich den Titel. Und der Mike ist der Erste, der zurückgeschickt worden ist. Vom Crowdsurfen. Ich bin über die sie haben mich aufgelaufen, dann haben sie mich über Barrieren gerührt und ich so, ja, da hat es niemand um mich gefangen, Alter, wo sind die Leute? Da ist niemand, so, wenn ich mich da hinunterrühre, gehe ich einfach. Und dann habe ich mich so an der Barriere gehabt, so die Füße runtergeschwungen, dann macht es BAM, ich stehe dort, dann steht vor mir so ein Security, so 1,70 hoch, Mike Tyson breit, schaut mich so an und ich so, bye. Ja, ich einfach gerannt. Ja, ich glaube, es ist cool, dass sie nicht daran gewöhnt waren an Metal-Konzerten. Ich glaube, es sind eher so viel R&B und Partys, DJ-Partys gewesen. Aber das ist öfters so. Ja, weil sie haben nicht gewusst, wie reagieren. Und eben, du hast Crowdsurf, nachher hat der Mike Lehner von Anthem for Die Day Crowdsurf. Und nachher haben sie gesagt, hey, der nächste, der Crowdsurf geht, hi. Das erste Mal hat er dann vor allem zurückgeschafft. Er hat einfach so zurückgeschafft, der andere ist hier am Boden geflogen wieder. Also wirklich, fick dich, Alter. Ich weiss, du machst deinen Job, aber hey, come on, es war ein Metal-Konzert gewesen. Und ich habe mir einfach überlegt, so, Brudi, wenn die das schon jetzt beim Opener sagen, was willst du nachher machen, wenn fucking der Ghost Inside oder das Murder spielt? Das Ding ist eben, glaube ich, sie haben einfach am Anfang irgendeinen abgestellt, weil sie einfach gesagt haben, ja, wir müssen eine Security tun haben. Weil nachher hat es gut ausgesehen. So, nach den ersten 2 Bands sind etwa 5 Leute gestanden mindestens. Und sie haben wirklich, das hat, glaube ich, recht, bei Ghost Inside hat es ja kein Problem gegeben. Aber bei Dragged Under habe ich, das sagen wir auch irgendwann so, die Securities rausgehalten, fragen so, hey, du hast jetzt einfach einen Fressen gegeben. So, was ist los mit euch? Was ist da los? Ja. Aber eben, wenn du so, hast du überhaupt etwas mitbekommen von dem Ganzen? Hast du das Publikum gesehen? Hast du das auch geniessen oder bist du einfach nur in die Hosen am Schiessen gewesen? Hunde sind gerade am Ball. Nein, definitiv. Also ich habe vieles gesehen und es hat mich mega gefreut. Und einerseits, erster Eindruck ist einfach, fuck, jetzt viele Leute, Alter. Ich habe nicht gedacht, dass so viele Leute schon am Anfang dort sind. Und ich meine, es ist praktisch, ich habe das Gefühl gehabt, die Fronthalle fast voll gewesen, bis zum Mischer. Und einfach nicht mit auf die Seite Leute oder es war recht luftig gewesen, aber es sind nicht wenige Leute gewesen. Also, genau. Du hast genug Platz gehabt zum Durchlaufen. Es ist schon nicht so gewesen, dass es vollgestopft war, aber es nicht das, aber mindestens es ist überall du hast eine Menge Leute gesehen bis hier. Ja, genau. Das ist, genau. Ich habe ein Foto von der Lexi gesehen, wo der Mike und ich die Schuhe aufheben und ich habe gedacht so viele Leute gehabt. Ja, voll. Also es ist sicher nicht, dass es mega zusammengepackt ist wie bei einem Headern, aber viel mehr Leute, als wir je hatten. Und das war cool gewesen, so hey, wir haben die Chance, um irgendwie können ein paar Leute gewinnen. Oder? Und wir haben angefangen, oder? So, sobald du anfängst zu spielen, geht Nervosität weg. Oder? Es ist immer so. Es ist immer das Vorher, wo du nervös bist. Und nachher beim Spielen gehst du einfach im Automatik-Mode in dem Sinn. Und ich so, wow, hure viele Leute, geil. Und nachher haben ihr angefangen zu moschen und Leute im Mosch reinbringen. Und ich so, was? Ein Mosch bei Opener Band? Das gibt es ja nicht. Es hat auch noch das Ruderboot gegeben, Mann. Eben, also einerseits Leute am Moschen, oder? Und ich habe gesehen, ihr seid dort am Ansporen gewesen, das war cool gewesen, haben ein paar nachher mitgemacht. Und nachher habt ihr eben den Amon Amarth Boat Row gemacht.
Es ist so dumm gewesen. Sind schon, aber es sind nicht irgendwie vier... Es sind nicht 4 Nase machen, es sind irgendwie 20 Leute. 20, 30 Leute. Und ich so, was ist los? Und von diesen 20, 30 Leuten haben euch nicht alle persönlich gekannt. Nein, sicher nicht. Und es ist halt im Pelican Festival gewesen. Es sind halt alle um die 3 herum schon wieder mit einem guten Pegel da gewesen. Voll, einfach... Wie andere Leute, wo ich nachher noch wieder drüber reden. Genau, gute Laune, einfach fucking geil. Und eben nachher habe ich natürlich auch gesehen, wie ihr crowdsurft. Das habe ich auch miterlebt und habe gesehen, wie der Mike einfach nach hinten gepusht worden ist von Securitas. Ich hätte hier noch Mike seine Schuhe ins Gesicht bekommen. Ja. Oh ja, das stimmt. Weil ich habe den Mike, der Sänger Mike, dem seine Schuhe ins Gesicht bekommen, weil der Mike, der Anthem for a Dying Day, Mike ist hingestanden und wollte auf mich draufgumpen, um quasi so den Delfin machen, um auf die Crowd raufgumpen. Und er schaut mich so an und dann macht es einfach so vor mir, so wirklich so 2 Zentimeter vor meiner Fresse, einfach so. Ja. Und ich so, what the fuck? Und dann habe ich wieder mein Lieblingsspiel können spielen, das ich bei jedem Whiteout-Konzert gerne spiele, nämlich «Wo ist Mike?» Ja. Er war plötzlich im Publikum ohne. Ja, der Mike hat einfach kommt über die Barriere ins Publikum rein, im Mosch. Ja, von die scheiß Stage ist gar nicht mal so tief. Die ist schon etwa Nein, das ist schon einen guten 1,20 Meter hoch. Ja, also 1,50 Meter würde ich sagen sogar. Boah, ich weiss. Es ist hoch. Ja, etwa. Also, ja, 50 wenn ich da bei mir. Das ist schon nicht ganz so hoch. Ah gut, ja, okay. 1,20 bis 1,30 würde ich sagen. Und ich so, what the fuck, Alter, weil ich habe es gesehen und so, jo, ich hoffe, der schlägt sich nicht irgendwie, weil du könntest easy einfach irgendwie einen Misstep machen und mit dem Nacken dort runtergehen oder so. Aber Brudi, wäre einfach gekommen und hat mit dem Fuß bei der Barriere eingehängt, aber so. Eben, das hätte passieren. Wäre easy gewesen. Der Mike und ich hätten übernommen für ihn. Ja, voll. Es wäre nicht gut gekommen, aber wir hätten übernommen. Aber der Whiteout Mike hat nachher gesagt, so, Brudi, sobald ich es gemacht habe, habe ich es bereut. Weil nachher hat er keine Luft mehr gehabt zum Schreien. Ja, vor allem, ich frage mich auch, wie er nachher wieder auf die Bühne raufgekommen ist. Ist er aussen rum wieder von vorne auf die Bühne oder ist er von hinten auf die Bühne? Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber es ist lustig, weil beim einen Teil hat er auch nach vorne gerannt, wo ich am Spielen war. Und er tastet einfach auf mein Pedalboard einfach irgendetwas. Und ich so, Scheiße, jetzt hat er einfach etwas gedrückt. Wieder schnell den Patch suchen. Das haben wir nicht gemerkt. Vielleicht hat man es gemerkt und ich bin jetzt betrunken gewesen, aber man hat es nicht gemerkt. Es ist einfach fucking so viel Energie gewesen. Und ich bin mega dankbar, dass beim den Opener-Bands schon so abgegangen sind. Das ist wirklich mega krass gewesen. Ich habe einfach von vielen Leuten nachher gehört, auch von vielen, es hat so viele Bündner dort aus irgendeinem Grund. Nachher sind die einfach auch die haben auch alle gesagt, ja man, die Opener-Band, die sind gut gewesen, das ist jetzt echt nicht erwartet. Und ich so, das ist Whiteout Bitches. Dann bin ich bei allen so aufs Handy, habe ihnen auf Spotify Whiteout reingetappt. Geil. Nein, es ist einfach eine komplett neue Erfahrung. Also ich habe es mega cool gefunden. Ich so, ihr habt das erste Mal eine anständige Lichtshow gehabt, glaubst du? Das war auch sehr cool gewesen, voll. Nein, es war einfach cool gewesen, mega geil und aber nach der Show die ganze Adrenalin einfach so wuff, und ich so, oh, fuck, ich habe mir so fast eine App nehmen. Geil. Und nein, es war einfach brutal geil gewesen und ich fucking beste Konzert bis jetzt und zum Glück haben wir keinen grossen Vorfall gehabt, kein String ist gebrochen, niemand hat sich den Fuß kaputt gemacht. Ja, aber das sind so Zeug, wo ich immer muss sagen, vor dem haben alle Bandmitglieder immer Angst, dass ihnen etwas passiert, also Gitarre kaputt geht oder so. Immer. Aber das wäre etwas, wenn du das richtig machst, findest du nachher das Publikum nicht scheiße. Also weißt du, was ich meine? Wenn du die Situation richtig handelst und nachher nicht in Panik ausbrichst, sondern einfach, wenn die Gitarre, also ihr sind 2 Gitarristen, du kannst easy, wenn bei dir eine Gitarre die Seite kaputt geht, einfach so mal so anstehen, so den machen, so, hä? Ja, schon, aber das wird eher in einem 45-Minuten-Set funktionieren. Aber es ist ja, weißt, aber eben, das ist das, was ich jetzt sage. Du denkst viel zu viel daran. Im Endeffekt wird es niemand interessieren, weil jeder im Publikum würde es verstehen. Du weißt, ich bin die Band, die immer ein extra Kabel hat, ein extra Strings, ein extra das, ein extra das habe ich auch, aber eben, du wärst ja dann auch perfekt vorbereitet auf die Situation. Wenn es dir eine Seite putzen würde, kannst du einfach schnell so ein Publikum irgendwie bemerkbar machen, dass dir eine Seite putzt hat. Nein, wir haben eine zweite Gitarre dort gehabt. Aber eben jetzt... Aber wir hatten eine für 2 Gitarristen gehabt. Also wenn beide Gitarristen String gegangen wäre, dann hätten wir das Problem gehabt. Jennifer Ghost in Zeit können haben. Nein, aber eben, das ist so, wenn eben dir jetzt eine Seite putzt, hättest du einfach können so quasi mal Gitarre, Seite kaputt, hättest du die Gitarre können anlegen, hättest du sie können nehmen, hättest du können weiterspielen und dann so den machen. Aber mein Kopf geht immer auf den Moment so, wahrscheinlich bei dem Teil, wo ich nicht weiss, was ein Team spielt, genau in dem Teil geht ein String kaputt und ich muss wissen, was er spielt, den ich nie spiele.
sind so Momente, wo ich immer mein Kopf gerade immer direkt dort. Das ist so, aber eben, im Endeffekt, im Publikum ist das scheißegal. Ja. Weil, wenn irgendwie eine Seite kaputt geht, das kann ja jeder verstehen im Publikum. Ich bin so wie ein Drogendealer mit extra Kabel. Niemand würde das übel nehmen. Ich bin auch schon am Parkway Drive Konzert gesehen, da ist die ganze scheiß PA ausgeht. Und sie haben es nicht gemerkt. Und du hast nur noch den Schlagzeuger gehört. Und irgendwann ist der Winston dann dort gehockt und hat so das Gefühl gehabt, was macht das Publikum? Und hat so mal den Inni rausgenommen und so rausgeschaut. Und dann hat irgendeiner im Publikum gesagt, dass das PA nicht geht. Und er so ist so angeguckt und dann hat er so rausgeschaut. Dann ist er einfach auf der Bühnenrand gehockt und hat so mit dem Publikum zusammen seine Band geschaut spielen. Dann hat der Rest von der Band bemerkt, dass es nicht mehr läuft. Und dann ist quasi alle irgendwann so eine für eine aufgehört spielen und dem Schlagzeuger zugeschaut, was halt nicht begriffen hat, weil er halt einfach voll am Abgang war. So gut. Ja, das ist so. Nein, es war wirklich fucking geil gewesen. Merci alle, die da sind. Ihr habt richtig Stimmung gemacht. Ihr habt sogar eine Pflanze im Publikum gehabt. Der Markus. Ja. Und das Beste vom ganzen Konzert ist, wir haben als erstes gespielt, heisst, wir können den Rest der Bands voll in Ruhe schauen, ohne wir haben die Universität können auf die Bühne lassen und einfach nachher chillen. Und ich habe mich nicht getraut, am Fluff euch sagen. Du bist mir einfach im Weg rumgestanden auf der Bühne. Das ist so gut. Der Ricky ist das Paddleboard am zusammen gerade so hinten dran steht der Fluff mit so einem riesen Paddleboard und einem Gigbag so, und schaut so verwirrt rein, weil er dort hin will, wo du stehst, aber er hat gesehen, dass du dein Zeug zusammenräumst und einfach so okay, I'm waiting here. Nein, ich habe eigentlich so den ganzen Tag, also weißt du, riesen Bands in dem Festival, aber ich war am meisten starstruck vom Fluff im Fall. Also, weißt du, ich meine. Gibt es irgendwelche funny Stories mit dem Fluff? Ist irgendetwas passiert mit dem Fluff? Also, nein. Lass mir mal den Fluff Chronicles erzählen. Okay. Also, ich habe den Fluff zuerst gesehen, wo wir am Soundcheck sind. Übrigens, das ist auch lustig und du hast auch gesehen, wo mein Kopf, wo meine Gedanken gegangen sind. Die einzigen, die Soundcheck gemacht haben, sind der Ghost Inside und Whiteouts. Und ich schon in dem Moment am überlegen, wir haben etwa eine Stunde Soundcheck gemacht. Für Opener, die 25 Minuten spielen. Und ich in dem Moment denke, in dem Moment, wo wir das machen sind, ist so mega cool, dass wir das machen, aber jetzt hassen uns alle. Aber das war ja geplant, oder? Also wir haben nicht gewusst, dass die anderen nicht machen. Aber ich habe in dem Moment schon gedacht, so, okay, alle hassen uns. Weil erstens, wir sind Local Openers, die einfach 25 Minuten spielen. Haben einen eigenen Mischer, eigenen Fotograf, eigenen Videograf mitgenommen. Eine Stunde Soundcheck gemacht nach Ghost Inside. So, die anderen haben uns sicher nicht gegeben. Da geht immer mein Kopf. Genau, und das hat sicher keiner von den anderen Bands interessiert. Die sind wahrscheinlich reingelaufen, einfach so das Gefühl gehabt, sie machen Soundcheck. Und sind weitergelaufen. Wahrscheinlich nicht. Mein zweiter Gedanke ist, die haben schon am Abend vorher irgendwo in München oder Leipzig irgendwo gespielt, oder? Die sind wahrscheinlich alle müde, haben gerade geschlafen, wahrscheinlich schlecht im Bus und so. Und ich wollte niemand im Weg stehen, oder? Ich wollte mega gerne den Fluff einfach in der Hand gehen und sagen so, Brudi, ich bin der fucking Fan seit jetzt 10 Jahren oder so. Ich kann wirklich der fucking Fanboy sein, oder? Ist auch die most fanboyable person an dem ganzen Abend. Absolut. Vor allem, ich meine, The Artist Murder und fucking Ghost Inside, alles riesen Stars, Landmarks, riesen Stars, aber neben Fluff im Fall. Ich Fluff all day, every day. Fluff ist einfach da. Fluff ist das Beste. Voll. Markieren wir ihn, taggen wir ihn in diesem Podcast. Fucking Podcast. Riffs, Beers and Gear ist einfach Leben. Halt. Taggen wir ihn im Podcast. Das hat 2013, 2014 immer gesehen. Ich habe Pedals gekauft wegen ihm, ich habe Gitarre gekauft wegen ihm. Sämtliche meine Gitarrenentscheidungen sind influenced vom Rob Chapman, vom Lee Anderton. Aber das ist Sache. All England und Fluff haben immer die beste Production gehabt. Chapman ist ein bisschen mehr DIY, dirty, grindy. Ja, aber dann, wo der Danny Speed zu Andertons gekommen ist, da der Gitarrist, der bei Helene Fischer gespielt hat, der mit der Purple Telly, seit der bei Andertons ist als Social Media Manager, ist der Content von denen auch wesentlich besser geworden. Aber dann ist der Chapman dort weggegangen ein bisschen, was ich sehr gut gefunden habe, weil er ist mir dann, je länger dass ich ihn geschaut habe, umso unsympathischer wurde. Und dann ist das gut. Und jetzt, das ist einer der besten Gitarristen ever. Er ist so ein guter Gitarrist, dass der John Mayer gesagt hat, man darf seine Gitarre Metallic Purple anmalen für ihn. Das ist keine offizielle Farbe. Die gibt es nicht. Die kannst du nicht kaufen in dem Metallic Purple. Aber sie haben dem John Mayer geschrieben, er würde gerne der Lee Anderton, der Besitzer vom Musikladen, hat quasi John Mayer geschrieben, hey, ich würde gerne Pete die Telly schenken, deine Gitarre schenken, aber in der Farbe, wo er seine Telly hat, darf ich sie umlackieren. Und der andere so, für den Pete immer. Nein, eben, und ich meine,
weißt du, der Fluff ist in meinem Leben eine Konstante gewesen, seit ich quasi, nicht seit ich Gitarre angefangen habe, aber seit ich einigermaßen kann Gitarre spielen, oder? Und das ist so eine Inspiration in dem Sinn, oder? Und das ist so, ich bin einfach Star Trek as fuck. Aber gleichzeitig, ich wollte ihn nicht stören, ich wollte ihn nicht auf dem Weg stehen. Wahrscheinlich ist er noch müde und was immer, muss Zeugs machen. Und ich wollte nicht das sein und ich einfach so, ey, ich halte mich zurück und ich schaue so auf die Weite wie ein Safari, weißt du, und dann ich habe ihn gesehen, wo wir am Soundcheck sind. Und ich so, fuck, ich wollte ihm Geheu sagen. Ich mache Soundcheck einfach so, Metal Face. Hättest du wahrscheinlich einfach so ein Fäustchen geben und sagen, hey, cool. Ich weiß, aber es ist auch, im Kopf denkst, sind die ganzen Gedanken. Aber das Lustige war, als wir am Soundcheck sind und ich bin führen zum Publikum gegangen, um zu hören, wie die anderen spielen. Ja, ich habe ein Foto von dem, das ist cool, das hast du mir geschickt. Dann ich so, tönt gut. Dann gehe ich wieder rauf und dann merke ich so, der Sänger von der Artist Murder ist gerade hinter dir. Was? Und ich lege jetzt das Foto von dem gemacht. Das ist so lustig. Ja, das ist einfach so. Und nachher der Fluff haben wir nachher gesehen, wo wir sind gegessen und so. Dann haben wir auch gesehen, weißt du, von allen Bands. Das ist ein fucking wet dream von einem Fanboy im Fall. Und nachher sind wir in unserem Backstage gewesen. Es ist so, der Backstage sind im Komplex Club gewesen, unten. Oh, was? Ja. Und jeder hat so seinen Bereich, wo sein Backstage ist. Wo in der Regel so Storage-Ding ist und so. Und wir hätten uns mit As Everything Unfolds geteilt. Ja. Aber sie sind nicht gekommen. Heisst, wir sind eine von den einzigen Bands mit dem eigenen Backstage. In meinem Kopf habe ich auch wieder gedacht, alle hassen dich. Weil nachher Dragged Under und Within Destruction haben den Proberaum geteilt, Landmarks mit Boston Manor, glaube ich, oder so. Und der Rest und keine nicht gewusst, wo wer ist. Sie sind meistens auch in den Tourbuses gewesen. Und ich bin nachher am Parat machen, schon irgendwie eine Stunde vorher. Ich habe das Set, glaube ich, 1-2 Mal durchgespielt mit Spotify auf der Ohren. Alles ready, anfangen so Körper und so Push-Ups und so. Und dann kommen der Rest, oder Tim und so und Gino und was auch immer, haben alles parat gemacht, weil der auch so mit nichts. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, aber nein, währenddem, wo der Danu, der Drummer, ist mit dem Sofa am Ufer war, oder? Mhm. Und ich mit der Gitarre einfach ohne Verstecken nicht. Die Tür von Dragged Under war noch offen, hat der Fluff schnell zugemacht, oder so. Also, ich glaube, sie sind in die Samples am oder Songwriting machen. Die sind wahrscheinlich am Arbeiten gewesen, Alter. Die arbeiten ja alle in ihrem Backstage Homeoffice. Ist auch möglich, oder? Und ich so, alright, wir müssen das stellen, oder? So, und plötzlich tut der Thema verschreien. So, so einfach, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, ich habe gedacht, wahrscheinlich versucht er einfach... Weil er ein geiler Sieg ist, Alter. Ja, weil er macht lustige Sachen, oder? Und plötzlich macht der Fluff die Tür auf und sagt so, hey guys, could you please not scream? Thank you. So, ein bisschen passive-aggressive. Oh fuck, jetzt kann ich den Bücher nicht euch sagen. Freunde, das musst du auf den Arm tätowieren. So, hey guys, could you please not scream? Nein, Fluff. Und es ist in der Fluff-Stimme so, hey guys, could you not scream? Thank you. Das war die fucking so, YouTube-Fluff-Stimme. Und ich so, fuck, das ist so lustig. So geil. Zum Glück kann ich jetzt die Story so erzählen, aber fuck, jetzt kann ich nicht mehr euch sagen. Und nein, aber ich habe trotzdem heute gesagt, wo er mit seinem Gitarrist, glaube ich, am Mühlenlaufen war, in seinem Backstage, hat er gesagt, hey guys. So, hey, what's up, how you doing? Und ich habe nicht gefühlt, dass er eine Frage gestellt und ich habe auch wieder gespielt. Und er denkt sich einfach so, was ein arroganter Bastard. Was ein arroganter Bastard. Ich kann einfach nur lieb sein. Oder er denkt sich jetzt einfach so, bin ich so insignifikant, dass der Dude mich nicht kennt. Eigentlich müsste er mich küssen wollen, aber er kennt mich nicht. Es ist so wie der Moment, wo dir jemand im Rest sagt, ein guter und du sagst gleich. Also das sind die Comedy-Momente. Das ist gleich, so ein Comedy-Moment habe ich auch gehabt. Ich habe auch ein bisschen, also ich jetzt nicht gerade so starstruck wie du, aber auch so ein bisschen peinlichen Comedy-Moment gehabt mit so grösseren Acts. Ich bin so draussen gestanden, nachdem der Mike und ich im Jumbo sind, die Pflanzen kaufen. Ja. Ich bin voll draussen gestanden und dann quatscht mich einer an. Und hat irgendwas über den Podcast geschnurrt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich auch... Er hat so mit ihm über den Podcast geredet. Und dann hat er gesagt, hey, du hast doch auch eine Band, oder? Und ich hacke voll in meinem Bauch. Da ist hey, ich habe dir einen Sticker gegeben. So. Habe ich mir einen Sticker gegeben. Und dann haben wir weitergeschnurrt und so. Und dann irgendwann in dieser Konversation sagt er so, ja, Regi, hast du da reingespielt? Und ich so... Ich komme jetzt gerade Herzrasen über, wenn ich das erzähle, weil es mir so peinlich war, die ganze Situation. Alter. Oh, ich lieb's. Und dann sagt er so, ich so, ja, cool, in welcher Band hast du gespielt? Und er so, ja, Breakdown of Sanity. Und ich habe so...
So, mir ist das Gesicht zusammengefallen, mein Herz in die Hose getatscht, einfach so, ja, fuck, Alter, ja, wait, um dich selber jetzt blamieren da, Mann, heilige Scheiße. Und ich eigentlich einfach so weg, ich so, okay, ciao, ich bin einfach so weggelaufen und der Mike so, du musst jetzt wieder kommen. Ich so, ja, ich weiss, aber haben sie alle lustig gefunden. Das ist ich habe den Namen von ihm leider vergessen, aber er war der Gitarrist. Oli. Bart, lange Haare? Er hat aber keine lange Haare mehr gehabt, darum haben wir ihn wahrscheinlich nicht erkannt. Aber... So Sonnenbrille. Er hat jetzt einen Bart, aber auf dem Foto auf Spotify hat er keinen Bart. Ich habe eben die Jungs von Breakdown Sanity leider verpasst. Im Fall. Ja, das ist eben, dann habe ich den Sänger, den Carlo, auch noch kennengelernt und den Sänger von A Small District oder A Small District, ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht. Absolut. Berner Nu Metal. Absolut geil. Und dann ist so... Ja, dann habe ich mit denen geschnurrt. Das war mega cool. Das sind richtig geile Sachen. Anscheinend mega Fan von unserem Podcast im Fall. Geil. Das sind wirklich völlig am Abnerdig. Sie haben den Mike so gesehen und so das Gefühl, hey, du bist der aus der Episode 10. Das ist die beste Episode. Und der Mike und ich beide einfach so wir sind auf das WC und haben uns beide so angeschaut, so, Bruder, ist gerade Breakdown of Sanity dort aussen am... Ist gerade Breakdown of Sanity dort aussen am uns erklären, dass sie Fans sind von... The fuck is happening? What the fuck is going on, Mann? Ich bin nicht mehr auf mein Leben klargekommen. Dann sind wir wieder raus, dann haben wir wieder so cool da, so no big deal, Alter, Breakdown of Sanity. Fucking hell, das ist so crazy gewesen. Und ich muss jetzt etwas beichten. Leider habe ich das verpasst. Alter. Ja, weil sie hat dann nach dir gefragt und du bist halt schon leider heimgegangen. Und ich muss jetzt etwas beichten. Das ist mir ein bisschen peinlich. Weil, ich weiss noch, ich habe gedacht so, hey, Silvan, das sind hure nette Scheiben, hure chillige Dudes. Und die haben dich etwas gefragt? Nein, das ist egal. Nein. Und ich habe immer irgendwie einfach Breakdown of Sanity so ein bisschen wie so weggeschoben, weil ich mir irgendwie, ich weiß nicht, so mit 18, knapp 20 habe ich mal einen Breakdown of Sanity Song gehört und den nicht so cool gefunden, weil ich da noch nicht so into Metalcore bin. Und anscheinend habe ich nachher meine gesamte Lebenszeit einfach auf mein 20-jährige Ich gehört, das noch nicht so fest Metalcore gehört hat. Und einfach jedes Mal, wenn ich Breakdown of Sanity gehört habe, schon einfach so ein bisschen. Ich kann dir erklären, warum im Fall. Ja, aber eben, jetzt musst du hören, das ist eben das Peinliche an der Sache. Das Peinliche an der Sache ist, dann denke ich, gut, kannst du ihnen ja vielleicht noch mal eine Chance geben. Das sind coole Dudes, lass doch noch mal rein. Und dann habe ich den Nico gefragt, ob er mir sagen kann, welche Songs ich hören soll, weil er kennt etwa Bands, die ich geil finde. Und nachher hat er mir eine Playlist gemacht. Und dann habe ich die gehört und es ist immer noch nicht Metalcore, den ich jetzt würde hören, wenn ich würde sagen, ich will jetzt Metalcore hören. Für das ist mir ein bisschen zu wenig melodisch, also ein bisschen zu wenig so As I Lay Dying clean gesangmäßig. Aber das, was ich dort so... Du bist lieber melodischer, meinst du? Ja, genau. Also das, und was mich so ein bisschen generell bei Metalcore nervt, sind so die gentigen Breakdowns, also die wo du wirklich so die Cuts hörst. Ja. Aber das ist eine persönliche Präferenz. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ja, sie haben doch ein paar Songs, die doch ganz geil sind. Und ich weiss noch, ich habe im Podcast mal gesagt, ich verstehe den Hype um Breakdown of Sanity nicht. Ich verstehe den Hype jetzt schon. Es ist schon gute Musik. Sie ist absolut nicht so langweilig, wie ich immer das Gefühl hatte, sie Sex. Eben, wie gesagt, nicht Musik, die ich jetzt unbedingt, wenn ich sage, ich will Metalcore hören, aber der Song Chapters ist hure geil. Den habe ich gerade in meine Metalcore-Playlist hineingerührt. Sie heisst Bella Score, sie geht über 9 Stunden und ich poste sie sonst gerne auf Instagram, wenn ihr wollt. Die ist wirklich gut. Und ich glaube nochmal eine, aber dort habe ich den Namen vergessen. Die sind jetzt auf jeden Fall drin. Ich finde, ja, Breakdown of Sanity ist cool. Und vor allem, also was ich schon immer gesagt habe, das, was sie für die Schweizer Metalcore-Szene und Metal-Szene generell geleistet haben, ist brutal. Und du hast wir haben vor dem Podcast schon kurz darüber geredet, du hast gesagt, du findest den Sound geil und ich finde eben so ich wollte jetzt nicht overproduced sagen, aber der schon eher bis als Limit an einen produzierten Song, also so einfach von der Rohheit her. Das ist ja dann eigentlich quasi der Standard für Metalcore geworden. Darum habe ich eben dann vielleicht immer das Gefühl gehabt, sie sagen das so ein bisschen, darum habe ich es vielleicht immer so ein bisschen langweilig gefunden, weil alle anderen Bands nachher quasi das gemacht haben. Und du hast eben gesagt, weil die Songs, die sie vor 10 Jahren rausgelassen haben, die sind jetzt immer noch relevant und hoch, also rein auch nur schon produktionstechnisch und wie die Songs geschrieben sind, immer noch das, was die anderen Bands dran kommen. Das ist, also ich glaube, ich weiss, warum du so ein bisschen den Widerstand gehabt hast, weil ich habe genau auch gehabt. Also das geht eben noch weiter. Ich sag dir aber wieso. Weil alle Emos haben gerne Breakdown Sanity gehabt. Ja! Alle haben Breakdown Sanity T-Shirt gehabt.
alle haben alle einfach so fucking und ich komme rein in die Szene als Outsider und ist so fuck. Soll ich dir etwas sagen? Ja. Das Gleiche mit Herr der Ringe oder Game of Thrones. Ich habe Herr der Ringe nicht geschaut, ich habe Game of Thrones nicht geschaut. Und weil mich alle so damit belästigt haben, habe ich es einfach angefangen cool finden, das nicht cool zu finden. Ja, das hat was. Aber eben, das Problem ist dann habe ich mir gedacht, wenn das bei Breakdown of Sanity schon so war, dass du auf dein 20-18-jährige Ich hörst und nicht auf das, was du jetzt meinst. So, dass du dich als Mensch nicht dass du dich zwar als Mensch nicht weiterentwickelt, also als Mensch weiterentwickelt hast, aber nicht deine musikalische, ich meine, ich bin musikalisch viel offener geworden seitdem, aber ich habe es dann irgendwie wie meine Dings nicht zugelassen. Und dann hat der Nico mir nochmal eine Playlist gemacht. Shoutout Nico für deine Playlist. Die heisst Fit for a King Essentials. Es sind 11 Songs und 10 davon sind brutal geil. Von daher, ja, ich bin so ein Dickhead, das ist eine Erkenntnis, die ich über die letzte Woche hatte. Ich bin so ein Dickhead, der sich von meiner eigenen Meinung, die ich vor 10 Jahren hatte, auch jetzt noch beeinflussen lässt. Aber ich habe eben auch so Mitarbeiter, wo ich so ganz ehrlich, so ein Mitarbeiter, den ich mega gut damit verstanden, ist richtig geile Sicht. Aber objektiv betrachtet bin ich also wenn ich den einfach wieder im Ausgang treffe, ich würde nie mit ihm reden, weil ich nicht würde ahnen, dass er cool ist. Einfach weil ich aus meiner Vergangenheit noch das Gefühl habe, dass die Leute alle einfach, also nicht die Leute, das sind einfach so Leute, die eher so ein bisschen in diesem Style rumlaufen, einfach nicht sympathisch sind. Das ist so völlig dumm. Ja, aber und das Gleiche ist noch mit Deftones. Ich habe immer gesagt, Deftones sind langweilig. Aha. Und dann habe ich vom Nick Nocturnals Video gesehen, The Heaviest Drop C Riffs. Und dann ist jetzt das Riff gekommen, und ich das Gefühl habe, boah, das ist das verfickt geilste Riff, das ich je gehört habe. Und dann war das ein Deftones-Riff gewesen. Und dann habe ich den Deftones-Song gehört und so gedacht, okay, vielleicht habe ich einfach immer die falschen Songs von Deftones gehört, weil das ist eigentlich recht sick. Also ja, das ist das, was ich beichten musste. Ich bin ein biased Hurensohn. Ja, aber nein, ich kann das Gleiche sagen, weil ich meine, ich habe auch bei der einen Metal Travel Episode gesagt, ich verstand Siren Ardor nicht. Und in der Folge danach habe ich Hausaufgaben gemacht und du hast mir Videos geschickt. Und ich so, fuck. Deine Mutter? Fuck, eben, ich so, jetzt verstehe ich Siren Ardor. Und das Deftones zum Beispiel, ich habe glaube noch nie einen ganzen Deftones-Song gelost. Müssen wir vielleicht auch machen? Ich schicke dir einen. Der von dem Riff, der ist fucking sick. Ich muss schnell schauen, wie er heißt. Ja, also von dem her, wenn er Bands sind, die ich bis jetzt nie cool gefunden habe, von dem her, vielleicht kann mich auch noch Van Halen von sich überzeugen. Ja, das ist auch etwas. Aber das wird schwierig, dass der Eddie mir mal sagt, er sei ein Fan von mir und dann höre ich seine Musik. Ja, nein, aber es gibt so. Was bin ich für ein eingebildeter Wichser, aber es gibt so Bands und Musiker, wo sobald du vielleicht die Person mal triffst und du humanizest die Person vielleicht, oder? Und findest so, das ist eine coole Person, vielleicht sollte ich mal eine Chance geben. Das Humanizing ist eben auch etwas, weil ich hätte nie gedacht, nie in meinem Leben hätte ich gedacht, das Breakdown of Sanity. Hey Kollegen, die haben immer noch 180'000 monatliche Hörer. Ihre eine Song hat 6 Millionen Aufrufe. Das sind nicht Musiker, das sind nicht Schweizer Musiker, das sind Weltmusiker. Dass die irgendwie auch nur ein bisschen den huren Googles, die wir da machen, auch nur kennen, ist komplett nicht in meinem Grind drin. Ich sage dir etwas, ich sehe das Leben, oder meine Ansicht vom Leben ist immer wie in einem RPG oder einem Anime. Oder? Ich denke immer so an Sachen wie Generations und quasi klassifizieren zum Teil Künstler in dem Sinn, so wie fucking Magic Cards, oder? Eine haben mehr Kraft als andere, eine haben mehr Defense oder halt so wie Naruto, oder? Gewisse Characters sind stärker, gewisse sind Genin, Jonin und so weiter. Eine sind KGs und so Scheiße. Bro, ich habe keine Ahnung, was du redest. Aber genau. Es gibt Generals, es gibt Lieutenants, es gibt so. Und so klassifiziere ich auch Metal-Bands in meinem Kopf. Oder? Und ich sehe auch Generations. Oder? So die von der richtigen Nation. So. Und eben, let me tell you, wo sie sich ausgelöst haben, oder nicht ausgelöst, Hiatus gemacht haben, oder? Und das ist so sicher. Ja, keine Ahnung, aber es ist der Song Elite von Deftones. Elite. Alright. Ich schicke dir ihn gerade. Weil ich sehe zum Beispiel in der Schweizer Metal-Szene hast du
gewisse Giants sozusagen, oder? Im Metalcore-Bereich sind es bis anhin für mich immer im Süden hast du Dream Shade, im Norden oder jetzt in Deutschschweiz ist Breakdown of Sanity, in Romandie ist Promethy, oder? Zu einem gewissen Grad. Ja. Aber ich glaube, sonst kommt mir nichts anderes im Kopf. Aber eher Dream Shade und Breakdown of Sanity sind so wie die Big Boys, oder? Ich meine, Dream Shade machen ihre Asien-Tours und so Zeugs und Breakdown of Sanity sind einfach mega, mega relevant, immer noch. Oder auch wenn sie jetzt einfach sporadisch Songs releasen und so Zeugs, keine Konzerte spielen. Ja, aber meinst du, die machen wieder mal etwas? Ah, ja, absolut. Also das ist eine Frage von der Zeit. Ich glaube schon. Was? Ja. Beziehungsweise, eventuell sagen sie irgendwann Also, so, hey... Ich sag's jetzt, ich komme. Wenn er macht, ich komme. Ja, Weil live habe ich Breakdown of Sanity 3 Mal gesehen. Ich habe es 3 Mal geil gefunden live. Hast du die am Kiff gesehen? Das macht auch keinen Sinn. Ich habe Breakdown of Sanity live gesehen, aber dann habe ich sie gelost und einfach... Ich habe die, glaube ich, im Kiff gesehen mit... weiss man mit wem? Ich habe sie am Imperican Festival gesehen, an einem von ihren letzten Konzerten. Ich glaube, es war das letzte Konzert am Imperican Fest. Ich weiss nicht, ob es das letzte war. Aber die Sache ist, wo sie in Hiatus gegangen sind, ich so in meinem Kopf so überlegt, so, oh shit, jetzt muss eine von den Bands von der Generation nachher irgendwie versuchen, das Loch zu füllen, oder? Beziehungsweise, wer wird jetzt der Giant von der Deutsch-Schweiz-Szene im Metalcore-Bereich, oder? Und ich muss sagen, bis heute hat es niemand geschafft, in diesem Level von Relevanz zu kommen. Doch, du vergisst schon etwas. Was? Paleface. Alright. Aber es ist Metalcore-affin, aber es ist nicht... Aber sorry, im Metalcore, ja, es ist kein Metalcore, aber Metalcore-Kids. Ich bin mir ziemlich sicher, 90% von allen, die Breakdown of Sanity geil finden das stimmt. Auch. Weil Breakdown of Sanity ist obviously fucking hart. Es ist nicht irgendwie der Softie Metalcore, wie jetzt... Softie Metalcore, wo SLA Dying macht. Ja, klar ist SLA. Paleface sind einer von den Headliners geworden, oder? Wo wirklich die können Harne auffüllen, oder? Ja. Das stimmt. Ist nicht ganz Metalcore, aber ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde, die Genre darfst du nicht mehr so hart abgrenzen bei den grossen Bands, weil das ist ja das, was die grossen Bands ausmacht, dass sie nicht einfach so ein stumpfes Genre sind. Ja, definitiv. Weil, ich meine, Slipknot früher, was ist das gewesen? Oder Korn, gut, Korn ist Nu Metal, aber eben, Nu Metal kannst du auch wieder sagen, ja, da hast du Limp Bizkit, da hast du Linkin Park, da hast du Slipknot, unter Umständen, und Korn. Die tun nicht alle nicht gleich. Voll. Von dem her würde ich schon sagen, dass die jetzt vielleicht, ja, es ist nicht so, aber eben, früher hast du an jeder Show mindestens 1800 Breakdown of Sanity Shirt gesehen. Jetzt ist es eine Schweizer Metal Show, wenn keiner mit dem Paleface Shirt rumläuft. Das stimmt. Das ist Von dem her, voll. Also da hätten wir einen, aber sonst, wir haben sehr viele potenzielle Headliners, oder? Wo ich zum Beispiel denke, hey, vom einen Tag zum nächsten könnte Save the Last Breath einer von diesen Headliners sein, könnte Artifiction einer von denen sein, könnte, ich lese jetzt alle fucking, Kamigo, Thorn, fucking Vicious Rain, oder, wo jetzt im Summer Breeze spielt, oder? Es gibt, du hast so viel, und ich meine, alle anderen, die ich nicht erwähne, weil es sind so viele gute Bands in der Schweiz. Oder ein Whiteout. Ja, natürlich auch. Also, sorry, ihr habt am Imperican Festival gespielt. Es gibt schon einen Grund, dass ihr den gespielt habt. Ihr habt dort perfekt reingepasst. Ihr seid meiner Meinung nach einfach eine Imperican Band. Und stimmt, Save the Last Breath würde ich jetzt nicht als eine Imperican Band aufzählen. Save the Last Breath würde ich jetzt eher zu Nuclear Blast oder so. Dir, für mich hätte Save the Last Breath genau gut so können am Imperican ausspielen. Hätte es können. Ja. Aber hätte es können. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sie fast schon noch ein bisschen zu Nische sind. Mehr Lorna Shore, richtig. Sie hätten 100%ig locker können dort spielen und sie hätten es 100%ig gut gemacht. Ja. Absolut keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt halt einfach schon noch ein bisschen mehr Pop drin. Und das ist halt schon noch, das ist am Imperican hat zwar schon richtig harte Bands, aber die meisten Bands, die Imperican hat, haben halt irgendwie noch so ein poppiges Element. Gut, also was ich merke, dass wir in letzter Zeit machen, mehr und mehr, ist, wir haben schon lange nicht mehr Clean-Gitarre gespielt. Wir versuchen wirklich mehr den High-Tempo-Zeugs zu machen, wo wirklich zum Bewegen bringt, oder? Weil ich mache mir ja gerne so, aber jetzt mache ich den Scheiß mit dem Unleash, oder die parademäßigen Zeugs, weil jetzt machen wir wirklich mehr High-Energy-Zeugs, oder? Während Save the Last Breath zum Beispiel für mich, ich könnte im Volkshaus
oben sitzen und ein Bier trinken und Blastbeats hören, ja. Ja, genau. Genau, aber das ist es eben. Darum habe ich das Gefühl, sind ihr der perfekte Opener gewesen. Weil wir glaube ich, keine Mittempo-Songs im Fall. Wir glaube nur High-Tempo-Songs. Hauptsächlich. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, dass euer neuester Song eigentlich fast ein Nu-Metal-Song ist und der Drum nur die Hälfte von dem ist, wo er ist. Aber der wird mit Tempo in dem Sinne, es wird jumpy, aber es wird noch nicht so, dass wir mega viel Platz machen. Ja, das schon. Genau, aber ich wollte jetzt niemandem etwas unterstellen, aber ich glaube, bei Save Last Breath hätte man das Publikum nicht so easy mitreißen können, um es so dumm zu tun. Es ist mehr Musik zum Absorbieren in dem Sinne. Also, ja, außer du bist am Champions of Kamigawa gewesen, dann hast du gemerkt, das ist auch Musik zum Austeilen. Ja. Betrayers of Kamigawa, sorry. Voll. Sorry. Nein, es ist fucking... also ich sehe so viel Potenzial in der Szene. Ich weiss sicher, wenn immer die gleichen fucking Bands, weil sind die Bands, die wir immer zusammen spielen. Aber es gibt auch nicht viele andere. Es ist einfach, weil es top of mind ist, oder? Aber du hast so viele andere, Expello. Von dem her, wenn ihr wollt, dass wir öfters über eure Band reden, organisieren Konzerte und spielt mit uns. Voll, genau. Nein, also ich weiss, wir werden immer die gleichen Bands, aber es sind halt die Bands, die wir wirklich haben. Kann ich noch mal schnell kurz, bin ich vorher wirklich gerade so ein eingebildeter, arroganter Hurensohn gewesen und habe gesagt, wenn Halen von ihrer Musik überzeugen, müsste der Eddie Van Halen mit mir kommen. Was ist mit mir los? Aber ich blame das Bier. Aber ich sage es gleich von Ingui Malmsteen. Also ich weiss, er ist Legende, aber ich kann nichts hören von ihm. Ja, sorry, aber das ist bei all denen so. Das ist einfach so. Wenn ich einem Roboter zulassen beim Spielen, dann gehe ich wie heisst die Band mit dem Roboter, wo Motorhead spielt? Compressorhead. Dann gehe ich Compressorhead hören, weil einfach nur das Abballern von Scales und so, es ist so, das ist cool, wenn es der Gitarrist von Steel Panther macht, weil es halt einfach verpackt ist in etwas anderem, aber wenn es einfach nur auf das rausläuft, wenn es einfach nur auf das hure Gitarrengewichse rausläuft, dann finde ich es absolut nicht geil. Ja, aber es gibt halt Bands und Namen, wo vielleicht die Verschlüsselung hat noch nicht geklappt mit uns als Zuhörer. Ich meine, du hast auch Strapping Young Lad und so. Ich meine, ich liebe die Dings. Wie heißt er nochmal? Der Townsend, oder? Der Devin Townsend. Aber Strapping Young Lad, wenn ich das los ist, so wie... alright. Devin Townsend ist Metal's Deadpool. Ja, richtig. Und es gibt eben, wir haben schon mal davon geredet, weil es gibt Künstler, wo einfach, man verliebt sich an ihre Persönlichkeit, oder? Devin Townsend, oder? Steel Panther, Scott Ian von Anthrax, oder der Rob Halford von Judas Priest. Rob Halford ist einzig cool und Judas Priest. Und nachher... Weil genau das Gegenteil kann man auch sagen. Ich kann Kiss nicht gerne, weil ich finde die alle arrogante Wichser. Brudi, Falling in Reverse. Ronny Radke. Ist er obviously grösster Hurensohn ever, aber er ist halt sau unterhaltsam. Ich habe ihn nie wirklich viel in Acht genommen. Nein, ich auch nicht, aber das ist halt von früher noch mit Escape the Fate und all dem. Dort, wo all die Emo-Bands, weißt du, Asking Alexandria, Escape the Fate, wo Los Angeles mal kurzzeitig einfach im Metal relevant war. Ja. So das. Aber ja, das ist so. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo Falling in Reverse hat das Konzert nicht können spielen, weil ihre Laptops geklaut worden sind. Und nachher haben so die alten Boomer-Rocker sich darüber aufgeregt, früher, weißt du, so eine scheiß Bands, die nicht mehr ohne ihre Techniken spielen. Und dann hat er natürlich, weil er halt auch so ein Hollywood-Tipp ist, und einfach gerade all in, einfach zurückgegeben, also voll rein, oder? So alles, dann hat es einen riesen Beef gegeben. Das ist ein Troll, oder? Das ja, dann hat es geile. Ich muss sagen, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich finde ihn ein bisschen double, aber dann habe ich ein Video gesehen, wo so irgendeiner das analysiert hat, der Dude von The Darkness, glaube ich. Ja. hat er so Memes gezeigt, die der Ronny Radke gepostet hat. Also eins ist einfach so, ich glaube, der Sebastian Bach war, als er mit Beef hatte. Sebastian Bach arriving to his gig 50 hours ahead so he can unload his gigantic rig. Und dann siehst du einfach so einen alten Doppeldeckerflüger so am Fliegen. Oder so ein Metronom. Und dann siehst du so Sebastian Bach makes his drummer stare at this because he thinks computers are cheating. Nein. Das habe ich fucking funny gefunden. Von Sebastian Bach im Fall, ich muss ihm mal etwas schicken. Weil ich liebe Stand-up-Comedy. Und ich liebe Stand-up-Comedian der Big J. Okerson. Weil der ist auch ein Metalhead-Comedian. Wir gehen die 8 Tage und Tom Segura schauen. Stimmt, wir gehen Tom Segura schauen. Und nein, er hat einmal in eines von seinen 1000 Podcasts den Sebastian Bach gehabt, oder? Und die Woche danach bei Rob Halford gekommen.
Und er hat so einen leichtsinnigen, einfach lustigen Gay-Joke gemacht über Rob Halford, oder? Und sie war einfach so, und einfach hat seine Kamera abgeschaltet, aber er ist nicht so technisch affin und hat nicht aus der Call, weil es ein Zoom-Podcast war. Und einfach so, und er so, da bist du so, Sebastian, are you there? How do you turn this on? Und er hat einfach so dramatischen Exit machen, aber dabei hat er nur die Kamera ausgeschaltet. Und weißt du, der Bitch-Jokerson, der hat nichts schlecht gemeint oder so. Und, aber er hat es mega, mega persönlich genommen, das Sebastian Bach. So mega in dem Sinn so White Knighting, das Zeugs, oder? Und nachher so, ja, he's a great friend of mine and I cannot accept how you make jokes about him. Und nachher, die Woche danach, kommt Rob Halford und Big Jokerson erklärt ihm den ganzen Joke und was er gesagt hat, oder? Und Rob Halford hat einfach angefangen zu lachen und einfach nochmal den Joke noch härter gemacht. Und ich liebe Rob Halford, also Sebastian Bach, ja, ist ein bisschen zu Hollywood. Es ist einfach so, wärst du schwul und irgendeiner würde einen richtig stabilen Witz darüber machen, dass du schwul bist, würde ich glaube, ein High Five geben. Ja, es gibt auch Art und Witz, oder? Es gibt Kontext und es gibt Witz und es gibt einfach Hate Speech. Aber wenn ein Witz ist, wenn es offensichtlich ein Witz ist es ja lustig. Ja. Und wenn du in einem fucking Comedy-Podcast bist, Bruder, dann wird ein bisschen und ich meine, es gibt auch Kontext und es gibt natürlich auch den Purpose vom Witz, oder? Ja. Genau. Aber das ist jetzt Thema für ein anderes Mal. Wenn jetzt der Witz, also eben, wenn der Witz quasi offensichtlich ein Witz ist, aber das Ziel hinter dem Witz ist quasi jemanden zu hassen oder gegen jemanden zu sein, dann ist es natürlich nicht gut. Voll, genau, aber ich meine, ja, du kannst ja eigentlich herauslesen, wie ein Witz gemeint ist meistens. Wenn du nicht kannst, dann hast du meistens... Bei professionellen Comedians, ich meine, dann merkst du auch... Ja, vor allem, also ich meine, du kannst ja wirklich meistens herauslesen, wie außer in einer WhatsApp-Konversation, die geht es offensichtlich nicht. Aber im richtigen Leben merkst du ja, wie ein Witz gemeint ist. Oh, genau. Ja. Nein, was sind wir? Ich habe keinen Plan. Es hat alles angefangen mit, wie ich mich vor Breakdown of Sanity peinlich gemacht habe. Genau. Aber das ist mit American Festival eben so geil. Es ist einfach ein gottverdammtes Familientreffen. Weil irgendwann sind da plötzlich Breakdown of Sanity ist der, Small District ist der, Versus ist der, Anthem for a Dying Day ist der, Whiteout ist rundherum gestanden und noch irgendwie andere Bands sind da. Oh, Atropas ist der. Alle sind da. Der Sandler von Atropas ist der. Wer habe ich alles noch gesehen? Gut, der Luke ist auch der. Genau, der Luke. Ja. Und was ist auch noch der? Wie heisst es? Port of Call ist auch noch oben gewesen. Stimmt. Sorry für die. Ja, die ganze Szene hat sich versammelt. So wie es war fast so gewesen, wie dort das erste Konzert im Kiff nach Corona. Ja. Nein, nicht Paleface. Dort hat Landmarks, dort hat Vorbands von Paleface haben alle selber noch das Konzert gespielt. Ja, der im Bergbaden. Dort habe ich Nein. Voran. Bevor Paleface Release Show war auch Ostern gewesen. 1,5 Wochen voran haben die Vorbands von Paleface selber ein Konzert im Kiff gespielt. Resolve, 1056 und... Genau, und das war das erste Konzert, das wirklich ein grosses Konzert nach Corona war. Also ich bin glaube nur draußen gestanden, habe mir irgendwelche Lügen geschnurrt, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Für mich war eben der erste grosse Konzert eben der Paleface, weil viele die anderen Bands mich einfach nicht interessiert haben. Ja, ich weiss, ich bin glaube einfach auch nur gegangen, weil... Ich bin glaube einfach auch nur gegangen, weil es ein Konzert war. Aber dann eben Landmarks und Paleface. Landmarks ist schon geil. Dann habe ich Resolve entdeckt, mega geil. Ja, finde ich immer noch ein bisschen langweilig. Ja. Habe ich jetzt schon zweimal live gesehen, finde ich ein bisschen langweilig. Ja, ist so wie... Landmarks in Wish bestellt. Nein, aber es ist so ein ähnlicher Sound, oder? So. Ja. Hey, aber der französische Rap von Landmarks. Also der französische Rap geht hart. Wie schnell der sich rappt im Fall. Französischer Rap. Ich finde vor allem wenn du das Gefühl hast, dass amerikanischer oder englischer Rap hässig tönt, oder los mal französischer Rap. Das ist auch schlimm. Und der Sänger ist sick. Okay, gehen wir mal Step by Step bei den anderen Bands, die Imperium gespielt haben. Ja, wir müssen mal vorwärts machen. Ja, das... Ja, Step by Step. Okay, wir fangen mit der besten Band vom Abend an, Whiteout. Obviously, also no disrespect, nicht die beste Band vom Abend gewesen, weil Boston Manor hat noch gespielt und Stick to Your Guns, aber Gig, die ich am meisten gefühlt habe, Set, die ich am meisten gefühlt habe, Whiteout. Einfach wirklich, und zwar, ich sage das jetzt wirklich, es tönt jetzt, ihr habt alle, die dazu hören, wahrscheinlich das Gefühl, ich sage das, weil ich neben Ricky auf dem Sofa hocke.
Nein, ich habe das Gefühl, ich habe alle meine Kollegen an der Mike, alle sind einfach wirklich da gestanden und haben so Herzchen in den Augen gehabt, weil wir es euch einfach haben können gönnen. Wir haben es einfach so gönnt, dass ihr auf dieser Bühne gestanden sind. Ich glaube, deiner Freundin noch etwa 4-mal in die Ohren geschrien, oh mein Gott, das ist so geil, dass sie spielen. Das ist so geil. Und also, Silvan, ist gut, du bist einfach schlimmer, du bist mehr aufgeregt als Band. Und wäre es unteilt oder so, hättest du auch gesagt, oder? Ja, aber es ist ja nicht unteilt, es ist fucking sick. Aber es ist so wie im Dropout Kings Konzert, ja gesagt, Jungs, ihr seid mega fucking tight gewesen, oder? Weil wir haben uns schon mehrmals gesehen, oder? Wir können es schätzen und es ist mega cool, wenn du es gönnst für deine Kollegen, oder? Ja, ich meine, sorry, das Einzige, was... Ich meine, es wäre hure blöd von mir, wenn ich so nicht würde gönnen, weil das Einzige, was das bringt... Das Einzige, was das bringt, ist, dass ich allen nach dem Konzert von dir allen gesagt habe, das ist Whiteout, dann kann sie bei ihnen im Spotify reindrücken. Dann habe ich ihnen gesagt, wir haben einen Podcast und dann habe ich ihnen noch einen Sticker von meiner Band in die Hand gedruckt. Wie so ein richtiges Marketing-Arschloch, Alter. Aber ja, ich bin betrunken gewesen und ich glaube, es hat sich keiner von mir belästigt gefühlt. Falls sich jemand von mir belästigt gefühlt hat, bitte entfolgt mir auf Instagram persönlich. Entfolgt nicht dem Account von Metal Servola, entfolgt nicht dem Account von Eversis und entfolgt nicht dem Account von Whiteout. Also das ist gutes Marketing. Ja, wir haben mit der Pflanze den Markus verkauft. Okay, Whiteout, meiner Meinung nach. Der, den ich am meisten gefühlt habe. Ich habe es auch sehr gefühlt. Das glaube ich dir, ja. Das glaube ich dir. Du darfst jetzt auch sagen, dass das das Beste der beste Auftritt von dir. Ich habe es natürlich mehr gefühlt, weil ich es von oben gesehen habe. Ja, also du darfst meiner Meinung nach sagen, du hättest den besten Auftritt von dir. Ja, aber es ist wieder, wenn du siehst, dass Leute Gas geben und fucking moshen, ist so, oh geil, moshen und nicht kicken. Das ist das Schlimmste, wenn du irgendwie siehst, dass deine Kollegen geschlagen werden. So, chills. Das ist fucking geil gewesen. Aber nachher ist Dragged Under gekommen. KI Metalcore. So ohne das, also es tönt immer, alle haben immer das Gefühl, ich hate, wenn ich das sage, aber es ist halt so. Wenn ich jetzt ChatGPT würde sagen, schreib einen Song, den alle American Kiddies geil finden, würde er mir nicht einen Song schreiben, sondern einfach sagen, Bro, musst du nicht machen, gibt schon Dragged Under. Nein, aber die sind auch sehr cool gewesen. Die sind wirklich geil gewesen. Ich bin leider mehr kaputt gewesen. Ich habe ein paar Songs von denen gelost, den Fluff gesehen, so, oh geil. Und es war echt cool gewesen, ja. Ja, es war ein bisschen eine langweilige Show nach euch gerade im Fall. Muss ich wirklich sagen, die Show von ihnen ist im Vergleich zu euch ein bisschen langweilig gewesen. Es war weniger Action gewesen. Well, es ist ein anderer Sound, oder? Ich meine, sie haben weniger Breaks, sie haben mehr Sing-Alongs und Jump-Alongs als Breakdowns. Ja, aber es ist ein bisschen langweilig. Die Leute sind weniger abgegangen wie bei euch. Also vielleicht wäre es besser gewesen, wenn zum Beispiel nach uns Within Destruction hätte gespielt und nachher zum Abgleichen. Nein, es war tiptop gewesen, weil das hat euch nochmal so ein bisschen aufgeholt. Habe ich gut gefunden. Das war geil gewesen. Ja. Was hat nach denen gespielt? Within Destruction. Gesehen, oder? Ja, ich glaube, dort habe ich 1-2 Songs gesehen und dann sind wir den Markus kaufen. Ja, ich kenne die Band auch nicht wirklich. Gar nicht. Und dann habe ich auch so 1-2 Songs gesehen und nachher bin ich noch geschwind das Bier trinken im Backstage, bin ich kaputt. Ich kann mich ein bisschen erholen. Und dann ist Boston Manor. Ich glaube, dann ist Boston Manor gekommen, ja. Glaubst du, oder? Und die sind... Beste Band vom Abend. Ich bin jetzt die ganze Zeit Boston Manor, oder? Hey, Boston Manor ist absolut geil. So gut. Absolut solid. Ja. Aber wirklich richtig geile Band. Wirklich, die Tones, die Gitarre, die sie hatten. Sie sind hure soft eigentlich, aber sie sind es eben nicht. Aber eben, es ist einfach, sie haben so gute Hooks und so gute Songs, die im Kopf bleiben. Ja, vor allem das Ding ist, sie sind wirklich im Vergleich zu allen anderen Bands eigentlich eine softe Band, aber sie schaffen es trotzdem einfach, sie sind so tight und so gut und es ist einfach wie DC Death Race, das ist eigentlich eine harte Band, aber sie spielen so gut live und die Songs sind so gut geschrieben, dass es einfach tätscht. Und er trifft die Tones im Fall. Ja, das ist crazy. Gut. Das ist eine richtig krasse Band. Ich wollte die Timetable schauen, sonst bin ich immer vergessen. Aber ja, eben so Boston Manor haben ja richtig Boston Manor hat vor allem nachher auch noch eine Story gepostet mit unserer Pflanze drin. Nur 2 Bands haben den Markus gesehen. Boston Manor und Stick to Your Guns haben den Markus gesehen, sonst hat ihn keinen appreciated. Ja. Muss ich wirklich sagen, ich bin enttäuscht von allen anderen Bands. Der Markus ist die Pflanze, die der Mike und ich gekauft haben und aufgehabt haben. Vielleicht machen wir eine Instagram-Story morgen. Aber es ist einfach... muss man beschreiben, weil ich es bis dann wieder vergessen. Wo ist Empirical Timetable? Empirical. Aber nachher ist, glaube ich, Boston Manor. Es sind eben nicht so viele Bands gewesen. Fit for an Autopsy hat irgendwann noch gespielt. Ja, aber den Landmarks, glaube ich, nach. Fit for an Autopsy hat doch vor Landmarks gespielt. Haben sie das? Nein, Landmarks, Fit for an Autopsy, Stick, Die Artist Murder, Dings. Genau, so habe ich es eher im Kopf. Mal gucken. Egal.
Aber ja, nein, Dings, Landmarks sind fucking heftig. Also ich meine, aber das haben wir auch schon gewusst. Ja, die haben den besten Sound vom Abend. Die sind immer so ein tighter Sound, einfach crazy. Ja, ich meine, der fucking Sänger ist einfach ein fucking Beast, Alter. Kannst einfach. Genau, ich habe es Lexi jetzt geschickt. Ich weiß nur nicht mehr wo. Okay, sie hat es nicht in dem Chat geschickt. Schade, dass Barry Tomorrow nicht gespielt hat in Zürich. Ja, okay, aber dann wären sie die beste Band gewesen. Ja, voll. Wie sonst haben wir Boss. Oh, es sind auch Alpha Wolf gespielt, einfach nicht bei uns. Ja, Alpha Wolf. Die spielen ja heute Abend. Stimmt. Jetzt, wo wir offen sind, spielen die. Alle, also, kommst du das Alpha Wolf-Konzert? Und ich so, nein. Aber nein, eben Landmarks sind nachher gespielt. Nein, ich glaube, sie haben vor Landmarks gespielt. Ist ja eigentlich egal. Alright, aber eben, Landmarks sind fangende Shit, da muss man nichts sagen. Ich meine, fucking Herzfuck. Und Dings nachher ist Fit for Autopsy. Ist heftig. Ja, Fit for an, ich kann es nicht so. Der Mike und ich haben sogar essen. Alter. Ich bin so am Arsch, ich habe sogar essen. Habe ich Fit for an Autopsy ausgelassen. Was Fit for an Autopsy natürlich sick ist der Bassist von ihnen. Produziert sämtliche Metalcore und Metal- und HC-Alben, oder? Du meinst ja. Josh Wilbur? Nein. Wilbur. Fuck yeah, ich weiß nicht. Will Putney. Aber er spielt nicht live mit denen. Nicht? Nein, weil der Will Putney, das ist glaube ich vor 1-2 Jahren gewesen. Es geht nicht, weißt du, Touren und noch, er produziert fucking so viel Alles. Giganten. Was er macht, er ist immer noch Mitglied von der Band und er tut auch mitschreiben und das Ganze, aber für live. Er ist einfach nicht für Tours dabei. Und ich glaube, er ist Gitarrist. Bin nicht sicher, aber sie haben nachher jemanden live, der mit denen spielt, aber Songwriting technisch und Teil von der Band ist immer noch. Okay. So habe ich es glaube im Kopf. Falls sich das geändert hat, my bad. Aber, wir sind Fake News, Alter, von dem her ist gleich. Alles Fake News. Nein, aber eben, für die anderen sind sehr cool gewesen, weil ich habe ihn noch nie live gesehen und ich bin ein großer Fan von denen. Denno, unser Drummer auch, der hat unbedingt die gesehen. Heftige, aber es sind auch so Songs in die Richtung von zum Beispiel Save Last Breath in dem Sinn. Es sind Songs, die du willst einfach absorbieren, weißt. Ja. Und einfach spüren. Du willst nicht unbedingt die ganze Zeit moschen und so Zeugs, sondern einfach hören und wie ein Kunstwerk im Museum. Ja. Oder? So in die Richtung. Ja, wie Heaven Shall Burn. Genau. So wie das, ja. Und nachher ist Stick to Your Guns gekommen. Mhm. Falls ihr es nicht genau wisst, das ist die HC-Band mit den Wo-Os. Ich habe die nie wirklich gespürt. Also, es hat noch nie gepackt. Hast du sie geschaut? Ein Song nach bin ich gewesen. Alter! Die hättest du müssen schauen. Die sind so unnötig hart. Das war die Band für mich, die Fit for Autopsy für dich war, oder? Ich muss quasi. Ja, fair. Es ist in die Richtung. Ich habe die schon mal am Gränichen gesehen. Habe ich die nicht. Wann? Einer von der ersten Gränichen, glaube ich. Ja, aber du musst sie jetzt wieder schauen. Ich habe sie letztes Jahr. Dort, wo Hatebreed auch gespielt hat. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Oder ist es Greenfield gewesen? Keine Ahnung. Aber ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich habe sie gesehen und sie haben mich keinen Eindruck hinterlassen. Nein, hinterlegt, sag bitte hinterlegt. Keinen Eindruck hinterlassen. Ist natürlich so, die Connection wahrscheinlich noch nicht connected. Ich bin nicht so ein HC-Kid. Ich weiss, aber Alter, die sind, ich habe sie sind eine solide Band immer. Mhm. Und dann habe ich sie letztes Jahr am Greenfield gesehen, nachdem sie ihr neues Album geschrieben haben. Rausgebracht haben sie es noch nicht, aber geschrieben. Und ich war einfach gestanden und gesagt, Bro, die Band ist 800 Mal besser wie letztes Mal, als ich sie gesehen habe. Und jetzt sind es wirklich, also der Sänger kann jetzt wirklich singen. Es sind vor allem unnötig hart. Ihre Songs haben so viele Wo-Os und Sing-Alongs drin, aber es ist, ich weiß nicht, unnötig hart. Es ist so unnötig brutal gewesen. Es ist wirklich einfach so in die Fresse Haupttime gewesen. Ja. So, ich bin so dort neben dem Pit gestanden und dachte, Gott, ich gehe, ich bin jetzt gerade zu betrunken für den Scheiß. Ja, nachher ist Ghost Inside gekommen. Nein, That is Murder. Die habe ich halt auch gleich fest geschaut, wie ich es ein bisschen langweilig finde. Der Mic Stand als. Der Mic Stand mit dem total der fucking Skelett dran. Das Skelett ist so geil. Und ich muss sagen, die sind intenses. Also rein vom der Vibe, was sie kann, ich meine, und wie sie sich auf der Stage verhalten und so. Ich meine, so wie, wow, ist das ein Thriller-Movie, Alter? Ja, es ist gut gewesen. Es ist wirklich gut gewesen, aber es ist einfach nicht meine Musik. Der Deathcore ist einfach nicht meine Musik. Ja, aber ich bin leider so kaputt gewesen. Weil ich mehr gerne einfach eine Stunde Nap gemacht und einfach dort gestanden und das Ganze geschaut. Und ich so einfach.
Und sie haben mit den härtesten Songs angefangen. Ich so, wow, Alter. Und das einfach geil. Also ich habe die Artmanship oder die der Vibe, die Stage Performance. Ja, die ist gut. Richtig sick gefunden. Ist richtig so ein bisschen so, keine Ahnung, so wie ein Film. Irgendwie. Ja, das definitiv. Fucking Herzfuck. Und Sache ist, der Sänger hat eben auch persönlich Backstage und so ein bisschen so ein Vibe, so wie, oh, careful. Ich will keine Ist er gefährlich? Nein, er sieht so intens aus, weißt du? Aha. Ja. Hast du ein Foto gesehen, wo er am Schauen ist? Ja. Er hat so irgendwie Aura um sich. Nein, aber fand ich geil gewesen. Aber wir sind leider dann gegangen, weil mein Rücken ist so am Arsch gewesen. Und dann müssen heimgehen. Aber du bist geblieben? Ja, ich bin geblieben. Ich musste Breakdown of Sanity erklären, wieso du nicht mehr da bist. Mhm. Das Einzige, nachher bin ich heim. Nein, dann haben wir noch Ghost Inside geschaut und irgendwie ist mir mit Ghost Inside wieder gleich gegangen wie letztes Mal, als ich sie geschaut habe. Ich finde sie hure geil zum Hören. Eventuell ist der Sound einfach scheiße gewesen, dort, wo ich gestanden bin, weil der Kollege, der Nico, ist vorher gestanden, er hat gesagt, es sei geil gewesen. Hinten hast du eigentlich nur Drums gehört. Du hast eigentlich nur immer mehr habe ich nicht wirklich gehört. Es ist ein gutes Konzert gewesen, aber ihre Show finde ich nicht so solid. Sie ist so ein bisschen, ja, es ist stabil, aber nicht so solid. Und dann kommt Engine 45 und dann ist es wieder geil gefunden. Das ist wirklich so das Problem. Ich bin da gestanden und sage, ja, meh. Weil du Songs gelost hast, die du nicht kennst? Nein, ich kenne alle Songs. Ich habe alle Songs gekannt. Ich höre die Band effektiv. Ich höre sie aber leider nicht. Ich habe sie eben nie gelost. Dann habe ich sie im Greenfield gesehen, bin ich im Moshpit gestanden, voll auf die Fresse bekommen und dann... Keine Angst, schlecht. Und dann kommt eben auch der Song Engine 45 und dann habe ich so, boah, ich verstehe jetzt, wieso alle den Song geil finden, weil ich habe den Song nie fertig gelost. Das ist so wie Master of Puppets. Ich habe den Song nie fertig gelost, weil ich habe ihn angefangen und dann, sind wir ehrlich, die erste Hälfte von dem Song ist nichts Spezielles. Es ist einfach so es ist so richtig eigentlich so Prolo-Chord. Ich kenne den Song nicht. Easy. Also ich habe den mal gesehen. Alle unter uns sind wir ehrlich, ohne Ricky. Der Song ist am Anfang wirklich langweilig. Und dann kommt der Refrain. Und der Refrain, also der Schlussteil, ist einfach kleine Gitarre. Und sie fangen so an zu singen und es ist richtig melodiös und geil. Und der Text passt so schön auf die Melodie und es ist wirklich sick. Und dann kommt so Gitarre rein und es wird so richtig episch. Ja. Und das ist der Moment, wo ich gesagt habe, okay, die Band finde ich geil. Und dann habe ich sie gelost und auf dem Album cool gefunden, aber am Greenfield, dort, wo ich sie gesehen habe, auch schon das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen zu sehr und der Rest kommt wie nicht über. So, weil, wenn sie los ist, ey, so, the feels are reals. Aber wenn ich sie live sehe, the feels aren't reals. Das translated nicht so gut auf das kommt live. Nicht, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass der Komplex einen scheiß Sound hat. Das kann auch sein. Aber dann hat es Engine 45 gespielt und dann ist der Feels wieder reals gewesen. Und ich so... The Feels are reals. Und ich hatte hinten so, all my life, been waiting for something that never came, it never came, and I keep singing. Und alle so mit den Handys und den Händen, das ist fucking sexy. Und was natürlich Gänsehautmoment war, steht beim Song Mercy. Was dort so, weil sie haben ja so einen Ansage gemacht, die haben ja einen fetten Busunfall gehabt. Sie sind ja, also das ist ja eigentlich, also dass die Band noch tourt, ist ein Wunder. Ja. Krass. Also da müssen wir jetzt nicht fest drauf eingehen. Ich glaube, da wissen alle... Okay, alle, die nicht Core hören, wissen es nicht. Ja. Die Band hat 2016, glaube ich, einen Tourbusunfall gehabt, wo ihre Tourbus oder ich weiß nicht, ein Lastwagen und ihre Tourbus sind aufeinander zugefahren und einer von beiden ist auf die falsche Straßenseite und sie sind frontal ineinander rein. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, so ein grosser Tourbus, so ein Nightliner und so ein grosser 40-Tonner, wenn die mit etwa 100 aufeinander zujetten, kannst du dir ja vorstellen, wie das aussieht nachher. Die haben dann wirklich etwa 2, 3, 4 Jahre Reha gemacht und im 20 oder 21 haben sie wieder angefangen, haben sie das Konzert gespielt. Ist einer von der Band gestorben? Ja, von der Band nicht, aber beide Fahrer. Ja, und Crew, glaube ich auch wahrscheinlich. Nein, ich glaube, es sind nur die Fahrer gewesen, wirklich. Ich glaube, Crew und Bandmitglieder haben alle irgendwie überlebt. Weil es halt weiter hin, wahrscheinlich sind sie ein bisschen hin gewesen und es hat dann so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, eben, der eine hat einen Zehen verloren, der eine hat ein Bein verloren, dann haben sie einfach eben 2 Jahre müssen Reha machen, dass wir dann normal laufen und alles Scheissdreck. Ja. Und eben, dass die Band quasi noch Musik macht, ist insane. Aber nachher haben sie irgendwann einfach ein Single rausgehauen mit dem Video. Und alle so, what the fuck? Sie haben eben kein Single rausgehauen, sie haben das Konzert gespielt. Aha, ja. Sie haben das Konzert gespielt in California und dann gesagt, vielleicht machen sie weiter. Und dann haben sie das Konzert gespielt und das war ein Live-Video gewesen. Und dort ist dann einfach quasi das ist der Song Mercy. Ja. Und dort hat sie so eine Tagline vor dem Breakdown. Und die geht eben so von wegen
irgendwie irgendwie so Life swinging hard, but I'm swinging harder. Und dann kommt der Breakdown. Ja. Und das ist so, das haben sie auch gespielt und dann eben die Ansage gemacht, dass sie einen Tourbusunfall haben und alles wüst und dass das Album um den geht und bla 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 bla. Und dann kommt eben der Moment und ich bin da gestanden, der Mike und ich so Arm aufgehabt und beide haben so Gänsehaut gehabt, weil wir jetzt gewusst haben, es kommt dann einfach so das Life swinging hard. Und dann hat er nicht mehr gesungen, die Musik abgestellt und das ganze Publikum einfach so, but I'm swinging harder. Und dann hat der Breakdown reingefasst. Das ist fucking sexy. Das war wirklich der beste Moment vom Abend. Nachdem, dass ich der erste Crowdsurfer war bei Whiteout. Also, alle Bands in dem Abend sind hart und einfach easy. Fucking geil gewesen, Alter. Ich meine, die Episode heisst, glaube ich, Empirican Recap. Ja, entweder Empirican Recap oder der Bella ist ein arroganter Hurensohn. Bella hatet auf Breakdown of Sanity. Was mache ich ja gar nicht. Ich habe jetzt ja gerade öffentlich mich quasi, also nicht, ich habe ja Breakdown of Sanity nie gehatet. Ich habe nur fälschlicherweise gesagt, dass ich es langweilig finde. Weil ich finde es ja nicht langweilig, ich kann einfach mich von meiner eigenen Meinung mit 17 überzeugen lassen. Breakdown of Sanity hat einen mega Einfluss gehabt, am Anfang von Whiteout im Fall. Bei Max of Faces, die Band vor Whiteout, der Tim hat auch einen Song geschrieben, der Chapters heisst. Ja, Safer als Breath Out. Die sind auch völlig Breakdown of Sanity beeinflusst gewesen. Also jede Metalcore-Band in der Schweiz nach Breakdown of Sanity hat gesagt, wir machen jetzt das, was Breakdown of Sanity macht. Voll. Aber ich bin, also am Anfang war es auch so gewesen, ich kenne den Namen, ich sehe alle lieben, und ich verstehe es nicht ganz. Nachher der Tim hat mir wirklich reingepusht. Hast du in dem Fall auch noch irgendeinen gebraucht, der einen Trick gegeben hat? Das Lustige ist, bevor das, ich bin sogar mit dem Gitarrist, mit dem Oli im Kino gegangen. Geil. Pure random. Aber ja. Und jetzt ist auch so ein Moment so, du spielst, ich spiele eine Band. Wie heisst die Band? Ja, ich spiele eine Band, heisst Atropas. Und dann so, und ich bin frisch, glaube ich, 2 Jahre in der Schweiz, nein, 3 Jahre in der Schweiz gewesen. Also Ricky Rosetta, kommt aus Brasilien. Aber ich so, ja, weißt du, ich spiele auch in einer Band, heisst Atropas. Und er so, cool. Also, ich spiele auch eine Band. Und ich so, wie heisst deine Band? Und so, Breakdown of Sanity, ich so, sagt mir etwas, aber ich verstehe, ich kenne es nicht. Ich habe wirklich nichts von der Szene gekannt. Aber das ist das muss ich wirklich sagen, die sicher sind Fans von der Schweizer Metal-Szene. Das ist cool. Die haben mit mir über Bands geredet, im Fall wirklich über so Bands, die haben mit mir über Bands geredet, wo ich einfach so denke, so, wie kennen die? Die sind so, die sind Breakdown. Aber dann habe ich so gemerkt, vielleicht für mich selber die so in einem Podest tun. Dann habe ich eben gemerkt, ja, die Band ist Breakdown of Sanity, aber er ist halt gleich noch ein Berner. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? So, er ist halt gleich noch ein Berner. Er ist halt gleich. Thun ist, glaube ich. Thun ist auch Bern. Ist auch Bern. Ist Kanton Bern. Okay, das habe ich gewusst. Sie sind halt gleich einfach Berner. So, es ist ja nicht so, dass sie in L.A. leben oder so. Sie kommen ja aus der Schweiz, sie gehen an Schweizer Konzerte, sie gehen an Schweizer Local-Shows. Logisch kennen sie all die Bands, aber sie sind ja wirklich Fan davon, habe ich das Gefühl. Es ist so wie das Phänomen, das wir sehen mit Paleface zum Beispiel. Wir kennen die Jungs Paleface von bevor Paleface gegeben hat, oder? Und du siehst, wie alle jetzt so komisch reagieren, so, der Gitarrist von Paleface. Und ich so, das ist der Janik, Bruder. Es ist wahrscheinlich ein Phänomen, aber wir haben es erst jetzt gesehen in dem Sinn. Und es ist lustig zu sehen. Und ja, wahrscheinlich wegen dem haben wir die jetzt so einfach sehr hoch gestuft und so, die kennen sicher keine andere kleine Bands. Ja, wahrscheinlich, eben durch das, dass halt so gross sind. Ja, aber eben, ich finde es wirklich cool, weil die haben, also wirklich, wir haben über Bands geschnurrt, wir haben über Zeugs geschnurrt, wir haben über unseren Podcast geschnurrt, wir haben über alles geschnurrt. Und es ist wirklich einfach nice. Schade, habe ich das verpasst. Also. Ja, das ist wirklich cool gewesen. Ja. Aber hey, vielleicht lernst du sie auch mal noch kennen. Ja, voll. Maybe. Unter Umständen. Je nachdem. Ich würde sagen, Recap ist gemacht. Ich würde sagen, gehen wir zu den News. Was denkst du? Ich wollte vorher gerade die Überleitung machen, apropos hart. Es gibt auch noch harte Releases. aber dann habe ich noch kurz müssen sagen, dass das Breakdown of Sanity, zudem, dass sie gute Musik machen, auch noch richtig geile Sachen sind und auch die Schweizer Musikszene unterstützen. Ja, Mann. Let's go. Also, News. Metal Servola, Breaking News. Alright. Das wäre geil, hätten wir jetzt einfach beide nichts gesagt und einfach so den Bassdrop ausfaden lassen. Einfach am Warten, bis der andere etwas sagt. Also, wir kommen zu den News, Ladies and Gents. Und heute haben wir ein paar Releases im Fall. Wenn wir mit dem Song anfangen, der morgen rauskommt. Ich glaube, er kommt morgen raus. Ja,
Naja, kommt morgen bzw. heute raus, wenn du schon am Freitag hörst. Also das ist jetzt blöd, weil das heisst, während sie den Podcast hören, können sie den Song hören. Aber Nein, morgen kommt es am 8. Uhr am Abend raus. Also da haben schon Zeit... Gut, fairer Punkt. Wir haben den Song noch nicht gehört, wir haben nur einen Teaser gesehen. Ja. Und, also wir finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr Metal Server 11 gesehen oder gehört habt, dann habt ihr gecheckt, wir haben mit den Jungs von Honor. Der erste Program Invaders und der einzige bis jetzt Program Invaders gemacht. Wir haben gesehen, wir haben die ein bisschen näher kennengelernt. Vor kurzem hatte ich eigentlich wieder mal Zeit gehabt, um den Clip machen von der Ukraine. Ja. Findet ihr auf YouTube im Fall, wo der Dona erzählt von dem Xonor-Konzert in der Ukraine während dem Krieg. Und die Jungs bringen morgen einen neuen Song raus. Ja, und sie haben ja im Podcast gesagt, sie haben ja teased, sie haben ja wirklich teased, sie haben ja irgendetwas gesagt. Nein, beziehungsweise wir haben einfach geredet so, ja wieso, singen die Bands nicht auf Schießertisch? Und die Jungs so, ich wollte es jetzt sagen, aber... Der Song heisst Anti-Blitzer. Es geht da, glaube ich, nicht um den Zweiten Weltkrieg. Und wir haben ein bisschen vom Chorus schon gehört. Ja, haben wir. So fucking gut, Alter. Fucking sick. So das kommt, glaube ich, gut. Das kommt, glaube ich, richtig gut. Endlich wieder mal so eine Band, die sich nicht so ernst nimmt und ein bisschen... Deine Mama hast blitzet, dein Hund hast blitzet. Ich habe sie doch tagged in dem Post. Was war es schon wieder? Also, bands be pronouncing something big is coming and then they're just dropping an EP. Yeah. For once I want to be part of a band posting something big is coming and then 3 or 4 government buildings exploding. Und ich einfach so mit dem Metal-Server-Account so @Xonor. Und sie so, Bro, bring uns eine dumme Idee. Aber ja, Xonor bringt Anti-Blitzer raus. Es kommt jetzt am Freitag. Fresh Metal in die Fresse. Freitag. Anscheinend auf Schweizerdeutsch. Oder sicher teils auf Schweizerdeutsch. Ja, voll. Also ich finde es super geil. Ey, Production tönt fucking fett, Alter. Ich meine, die Jungs sind crazy. Es wird sicher geil und sie haben das Videoclip dort gedreht mit einer Menge Goons. Wo übrigens jeder könnte ein bisschen von der Story von dem Videoclip auch in Episode 11 gut checken. Ich erzähle ein bisschen, wie es war. Und die Jungs sind hart, viel hart und machen gute Musik. Also ganz klar funny sind sie, ja. Mega funny. Dann haben wir noch... Machen wir mit Fearlab weiter? Ich kann es nicht hören im Fall, aber erzähl du. Easy, Fearlab ist eine Band. Die sind super. Die haben auch mit Omissis zusammen am SPH Band Contest gespielt im Werk 21. Alright. Die sind, glaube ich, Zweite geworden. Wenn ich mich recht erinnere, sie sind die Letzte bei uns im Bandraum gewesen. Alright. Und was machen die für Musik? Das sehen wir jetzt dann. Nein. Nein, sie sind letztens bei uns im Bandraum gewesen, weil eventuell spielen wir ein Konzert zusammen. Und sie machen so Alternative New Metal, so ein bisschen wirklich Ding. Der Song heißt Grim Reaper, er ist recht melodiös und so erinnert mich wirklich so ein bisschen an die gute alte Zeit von Linkin Park und System of a Down. Alright, geil. Das ist wirklich nice. Der ist schon draussen, aber hört rein. Grim Reaper von Fearlab ist auf Spotify, Instagram, Google+, Deezer, YouTube, alles. iTunes und überall, was Musik gibt. Alles Mögliche. Jetzt kommt so ein SMS in hast du nur Spotify. Bist du ruhig? Nur auf Bandcamp, Bruder. Hey, Bands, die immer noch nur Bandcamp-Musik haben, im Fall, hey, es geht Real. Finde ich geil. Also sag, wenn ich nicht in Spotify sage, bin ich so, nein, Jungs, nein. Apropos Sachen, die wir auf der Sache gehen, wenn du ein Musikstudio hast und du willst Bands anschreiben, um ihnen einen Song mixen und masteren, komm, hör mal auf mit dem, hey, ich habe deine Band letztens gesehen. Was habt ihr so geplant? Was macht ihr so? Was sind Zukunftspläne? Was sind eure Zukunftspläne? Nachher kommt so eine 4-5 Nachrichtenkonversation, wo du als Band aber schon von Anfang an weisst, was jetzt kommt. Du weißt genau, also wenn ich so eine Nachricht bekomme, warte ich eigentlich nur darauf, bis sie mir schreiben, was sie von mir wollen. Und nachher ghost ich sie. Wenn du willst, wenn wirklich, ich glaub's mir, Bands bekommen so viele so Nachrichten. Egal, was dir deine Huren Crypto Bros... Mit dem ich dann liest, bekomme ich die ganze Zeit im Fall. Hey, egal was... Du hast ja kein Studio. Vor allem, egal, was dir deine Crypto Bros auf Instagram sagen oder so. Wenn du das wirklich machen willst, kannst du es machen. Aber bist einfach direkt. Und ich habe das Gefühl, alle haben das gleiche Handbuch gelesen. Ja, alle. Es ist immer das Gleiche. Von dem her, wenn mir jemand will schreiben, hey Bro, ich habe ein Studio, ich habe eure Musik gesehen, ich würde gerne mit euch zusammen arbeiten, das sind meine Konditionen, was meint ihr? Dann würde ich viel mehr zurückschreiben auf so etwas. Dort würde ich wahrscheinlich zurückschreiben und vielleicht auch sagen, ja, okay, das und das ist uns ein bisschen teuer, können wir mal etwas aushandeln. Aber
Aber das andere, du verschwendest einfach nur Zeit mit dem und niemand schreibt dir zurück. Und was ich bin da ein bisschen conflicted, weil ich verstehe, auf die Seite vom Musiker ist mega nervend, aber ich bin auch auf die Seite vom Producer gewesen, der keine Kunden hatte. Und das ist irgendwie so, du weißt nicht, was machen und was spielen. Ja, ich weiss. Und ich verstehe den Struggle und den Grind, aber ich verstehe, was sie versuchen, weil sie versuchen, authentische Interesse zu zeigen, aber da alle es gleich machen, ist nicht mehr authentisch. Jeder weiß, dass es kein authentisches Interesse ist. Beste Methode, zum Bands als Kunden zu gewinnen, gehen an die Konzerte und schnurren mit den Leuten. Ja. So habe ich die Jungs nachher aufgenommen. Genau. einfach schnurren, einfach persönlich. Weil das Ganze online, ich weiss, es gibt gewisse Leute, die vielleicht in einem Ort wohnen, die nicht so grosse Lokalisationen haben, wie in Zürich zum Beispiel. Aber es macht schon viel mehr aus, weil und ich fühle mich mega stark, wenn ich dir irgendwie sage, so, hey, im Fall, sorry, kein Interesse, aber ich wünsche dir viel Erfolg. Weißt du, ich wollte so aufmuntern, so, mach weiter. Und sie versuchen wieder in den Sale reinzukommen. Ja. Und ich so, yo, Brudi, Vor allem, nein! das ist ja das, was ich gelernt habe. Je mehr Klicks, das ist ja das, was die Jungs von IMS auch immer sagen, je mehr Klicks das jemand machen muss, um irgendwo hinzukommen, umso weniger wird er dort hingehen. Von dem her, wieso ist dein Plan, mir zuerst 8 Nachrichten zu schreiben, wo du nicht zum Punkt kommst? Weil irgendwann verliere ich das Interesse. Ja. Ich bin ganz sicher nach der 4. Nachricht nicht mehr interessiert an dir. Da kann ich sonst auch einen Input geben im Fall, weil am Schluss, sie machen immer das gleiche Schema, oder? Sie schreiben, einerseits erwähnen Sachen von deiner Band, die speziell so eine Band sind, so, hey, ich finde den Song X mega geil, oder ich finde das auch mega cool, oder der Konzert von dort, was kommt als nächstes? 4 Texte weiter wird es kommen, hey, einerseits entweder machen sie Hard Sale, also sagen, hey, look, ich will das produzieren, ich koste so viel und so viel, aber eher, was passieren wird ein Soft Sale sein, damit sie sagen, hey, look, ich kann dir gerne einen gratis Testmix machen, oder? Und du kannst nachher entscheiden, ob du mit mir arbeiten oder nicht. Mache den Soft Sale sonst gerade am Anfang so, hey, ich bin ein Producer, finde die Musik mega geil, ich bin interessiert, deine Musik zu produzieren. Was denkst du, wenn ich für dich einen gratis Testmix mache? Punkt. Ja. Mit dem haben sie wahrscheinlich viel mehr Chancen, Verbindung aufzubauen. Die Person weiss, was du willst, oder? Und ich meine, die Person verliert nichts, wenn ich sage, okay, mach das, cool, ich schicke dir die Sachen, gefällt mir nicht, voll easy, hey, good to go. Vor allem schicke ein Beispiel. Oh, das ist Schicke ein Beispiel mit. Voll, es bringt mir voll. nicht, ich bin dann auf die Page gegangen. Kein Soundbeispiel, nichts. Irgendwelche ist so nicht YouTube-Videos, gut. wie es der Fluff macht. So, Ja, das ist nicht gut. Nein. also ich muss wissen, wie es tönt. Ich kann sonst... Aha. Ja, gut, der redet Genau. Deutsch, von dem her, ich hoffe nicht, dass er den Podcast hört. Voll. Sonst ist es auch egal. Ich sehe es kommen, morgen haben wir 800 Nachrichten. Hey, ich wollte dich mixen, ich mache dir einen Mix da. Ja, genau. Finde ich gut. Und Mach es. nachher haben wir noch andere Release. Ja. Ist zwar kein neuer Song, aber Irony of Fate haben ein Cover gemacht von Panteras Domination. Sie haben das Videoclip rausgehauen, wo wir fast dabei gewesen wären. Ja, wo wir fast dabei gewesen wären. Und was dann, ist was sie? haben wir gemacht? Janus Christus geschaut. Oh ja, wir sind Janus Christus schauen und deswegen sind wir nicht im Video drin. Aber Ja, es schade. ist cool, ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich habe ein paar Das ist Snippets sexy, gesehen. fucking geil. Das Video ist der Hammer. Das Geil. ist wirklich geil. Ich habe immer gedacht, wieso Sveti nicht ihr reguläres Stage-Outfit da hat, sondern dass es ein komisches weißes Hemd um den Arsch gebunden hat. Bis ich realisiert Hat sie habe, nicht dass... ihr Blutdings? Nein, sie Alright. hat so ein weißes Karo-Hemd um den Arsch gebunden und ist am Headbangen wie Sau. Und ihre Vocals sind so böse, Alter. Ich verstehe nicht, wieso das alle Frauen tönen wie die Sängerin von Arch Enemy. Ausser alle Mädels, die HC machen und rumschreien, die tönen auch alle anders. Mhm. Und die Altsängerin von Arch Enemy und Sveti. Sonst tönen alle wie die Sängerin von Arch Enemy, die neue. Mhm. Aber die Vocals sind so böse. Ja, Mann. sehr authentische Stimme. So böse. Es ist wirklich insane. Und Yes. es ist einfach so wie so ein Gorilla, der einfach so Sachen auseinanderreißt. Und eben, sie hat wahrscheinlich das Hemd angehabt, weil der Phil Anselmo ja immer so eine Karre um den Arsch gebunden hat. Ah, im Charakter gewesen. Ja, Alright, sie haben, geil. glaube ich, eben es hat alles aus Cover ist Nachmachung vom Albumcover. Alright. Und ja, ist wirklich geil. Und vor allem der Breakdown am Schluss, also der Domination Breakdown, ist so sick. Nicht der Ur-Breakdown. Mhm. Alle sagen, das sagt der Ur-Breakdown. Mhm. Aber Brudis, Raining Blood, hat es schon vorher nicht gegeben. Kannst du mir sagen, was du willst. Ist wahrscheinlich, Domination ist wahrscheinlich als der erste wirkliche Breakdown gezählt worden, aber Raining Blood ist der erste Breakdown. Ja. Okay. Wahrscheinlich hat Black Sabbath schon einen Breakdown Ja, geschrieben. mega. Jeder Song. Ja. Down. Ja, voll. Ja, das ist Ja, gehen Sie Ja, das schauen, ist gehen Sie hören, ist wirklich geil. Voll. Ist geil gekommen.
Und jetzt kommen wir zum grösseren Teil, halt Konzert, weil es gibt viele Konzerte. Alright, ich fange schnell an, weil der ist gerade, warte eine Minute, ist heute der 20. oder der 19.? Heute ist der 20. Da habe ich das falsche Datum da geschrieben. Aber ja, morgen bzw. heute, wenn ihr das jetzt am Freitag hört, im Berg 21, unsere Lieblingslocation, nebst Mebri, gibt es die und Kiff. Da bin ich mega wenig im Fall. Ja, aber es ist meine Lieblingslocation. Das ist cool, ja. Aber Berg 21 ist Home und dort gibt es den Fight the Enemy Album Taufe. Vom Album, wo ich habe bis jetzt einen Song gehört, gelost, ich muss mehr hören. Aber morgen sehe ich es sonst live. Fight the Enemy mit Shieldbreaker und Polar Shift. Was machst du morgen? Ich habe etwas vor, ich weiss nur nicht mehr was. Alright. Ich bin vielleicht dort. Ich muss an eine Hochzeit. Ein bisschen weniger Metal, aber ich will auch betrunken sein. Alright, das ist wichtig. Dann, das ist am 21.04., also heute / morgen, wäre 21. Ich freue mich dann auch Polar Shift mal live zu sehen. Ja, nächstes Konzert musst auch du sagen, bitte. Und das übernächste nehmen. Alright. Wood meets Metal. Wieso der Name? Wood meets Metal. Veranstaltung heisst so, ich weiß es auch nicht. Okay, Veranstaltung heisst Wood meets Metal, also Holz trifft Metall. Gibt es einen Insider-Joke vielleicht? Keine Ahnung. Kann man den Brian fragen. Alright. Es ist Sons of Coherence. Was ist das? Das ist, glaube ich, keine Abkürzung, die heißen so. AOTB. AOTB. Machen so Genty Deathcore, soweit ich weiß. AOTB. Alright. Alright. Ja, vielleicht gibt es dort mehr. Vielleicht ist es ein Akronym. Würdest du zu dem können sagen? Alright. Und nachher Eversys spielt auch dort. Sehr cool. Das wird sicher lässig. Ja, das ist am 29.04.2023. Das ist am Samstag. Yes. Im Büchlerhaus Kloten. Samstag in der Woche. Samstag in der Woche. Das ist das Museum, das ich schon mal erzählt habe, wo wir mit Eversys gespielt haben. Alright. Wo auf der einen Seite so ein altes, so ein Schweizer Bauernmuseum ist und auf der anderen Seite so die Location. Geil. Das ist noch lässig. Also, nächstes Samstag. Ich will sie was machen. Dann, muss ich auch sagen. Ja. Ihr habt schon gehört, Fear Lab released neue Musik. Haben sie jetzt nur eine Single rausgebracht oder eine EP? Die Single ist rausgekommen, die EP Single. kommt. Alright, sie haben eine Single rausgebracht und sie bringen jetzt eine ganze EP sogar raus. Das ist die Fear Lab EP Release Show mit Eversys zusammen. Oder? Und das ist am 13.05. Ist das Samstag auch wahrscheinlich? Das ist am Samstag. Ja, das ist am Samstag. In Gwölb Winterthur. Bist du das schon gesehen? Nein, im Gewölbe habe ich noch nie gespielt. Das ist eine neue Location, das wird geil. Ich habe nie Winterthur gespielt, das ist spannend. Alright. Bro, die Winterthur ist geil. Winter Metal City. Ja, Mann. Es gibt viele Bands dort. Elevati kommt aus Winterthur. Ja. Wie heisst die Schweizer... Wie heisst es? HC? Hadors. Hadors kommen aus Winti. Die Grunge-Band, ja. Das ist geil. Kann ich nicht. Muss man reinhören, ist sick. Ja, und das wird, glaube ich, gut. Dann. Jetzt kann ich wieder weitermachen. Ja. Am Donnerstag. Am 27.04. im Ebrietas Zürich. Die Boys von Xonor spielen dort. Zusammen mit Emuka, wo ja Vorband sind von Lotrify und richtig geile Metal machen. Auch aus Winti. Ja. Und Nitrium, die kenne ich nicht, aber das ist, glaube ich, eine größere Band. Nitrium. Italienische Band. Oh, italienische Thrash Metal, Bruder. Ja, weißt du, ich liebe das. Gehen wir. Ich bin sowas von dort. Wow. Dann, am gleichen Abend. Aber ich bin sehr conflicted, weil die zwei Konzerte am gleichen Abend sind. Und, der ETH. Ja, der Metal Night. ETH Metal Night ist am gleichen Tag wie das Xonor-Konzert. Auch in Zürich. Es ist der Metal Night. Ich kann beides gehen. Hey, cool. Ja, voll. Metal Night in Zürich, ETH. Da spielt der Kate Effect, Ophelia's Eye und Before the Decay. Fuck man. Ich kann auch beide gehen, aber es ist am gleichen Tag. So. Wir gehen einfach an beide, ist egal. Alright, gehen wir beide. Wir rennen hin und her. Alright. Aber wenn wir nicht rennen, sind wir halt big Sonor. Sehr gute Musik, sehr coole Bands. Könnt ihr abchecken. Eben, im Ebri gibt es Thrash und in der ETH gibt es Mischung aus Metalcore und Melodeath. Also richtig cool. Yes. Dann. Comaniac und Bitterness.de. Wahrscheinlich auch wieder fresh. Samstag, 6.5. in der Med Lenzburg. Ich habe etwas von Melodeath gelesen, aber Comaniac ist definitiv Thrash.
Ja, das ist auch Voll. fresh. Das ist 6. Mai, in der Met, das ist ein Samstag. Mhm. Dann haben wir noch Mad Sox und Stonehill am Samstag, 29. April im Roadstop Café Lohn. Das ist in Solothurn. Also alle, die irgendwo Region Bern wohnen, dort hin. Ist das Alle, die ist Solothurn Region Bern? Alle Region Solothurn Bern, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht in einen Topf rühren. Ich bin kein so ein Zürcher, der sagt, Solothurner sind Berner und Berner sind Solothurner. Und lustig im Fall. Ich habe gewusst, Mad Sox, der Name sagt mir etwas, weil wir haben am gleichen Festival mit denen gespielt, mit der Tropas vor 10 Jahren. Geil. Wo auch und das ist in Spreitenbach. Da war beim Shopee Tivoli, der Opener. Es war ein Opener in dem Shopee Tivoli. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber ich habe jetzt den Flyer gesehen vorher und es hat ein paar Banger-Bands gehabt. Geil. Also nebst der Broken Fade, Tropas und Mad Sox sind recht heavy Headliners gegeben. Was war es? Der Sänger von Cataclysm hat eine andere Band, Ex-Deo, ist dort gewesen. Ja. Es hat auch andere crazy Bands gehabt. Aber Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wo der Barek-Tunnel oder die Autobahnbrücke eingeweiht worden ist, hat da in der Nähe, ich glaube, Britney Spears oder irgend so etwas in dieser Region gespielt. Das ist auch fucking sexy. Ich wollte einfach nur geschwind im Fall. Es ist der Open Circle Festival gewesen. Ich habe es gefunden. Warte schnell. Einfach so, dass sie zeigen, was für Bands die gespielt haben. Das war vor 10 Jahren gewesen, im Fall. Das sind Skindred. Was? Skindred, Nile, Ja. Ex-Deo, Ja. Crucified Barbara. Ja. Oh mein Gott, Crucified Barbara. Sister. Dann ist Impaled Nazarene, Sinside, Spencer, Dirty Passion, Dust in Eyes, Kanik, Atropas, Visible Soul, die Band vom Netto. Und eben, dort sind auch. Nein! The Frage. Nein! Das sind California Condor gewesen, Alter. Nein! Was? Du hast mit California Condor gespielt. What the fuck? Ich habe mit. Fuck, Alter, das habe ich gewusst. Oh mein Gott, so heisst die Folge. Der Ricky spielt mit The Frage. Oh shit. Ja, also in dem Fall, The Frage / Illuminium / California Condor. Condoms, wie sie der Josh so schön Und nennt. am gleichen Festival, wenn ich mit der Tropas gespielt. Die haben sicher nicht gespielt, Alter. Nein, doch. Die sind sicher einfach betrunken gewesen und haben den Doch. Backstage auseinandergenommen. Wahrscheinlich, aber. Fuck, Alter, das habe ich nicht gewusst. Eben Broken Fate sind dort auch gewesen und eben Mad Sox sind dort eben auch gewesen. Ich habe gewusst, ich habe die irgendwo gesehen. Ich kann nicht mehr. Fuck, man. Eben, das war das Open Circle Festival 2013 in Spreitenbach, Alter. Geil. Das war einfach cool gewesen. Und eben. Eben, das ist kein Konzert, das jetzt ist, das ist vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren gewesen. Und eben Mad Sox, die dort auch gespielt haben. Und eben, die sind mir noch im Kopf, weil sie machen so Groove Metal, so sehr groovige Shit. Richtig gerne. Und Stonehill sind auch heftig. Ja, geil. Haben wir die gesehen? Sie sind am Sonntag gewesen. Nein, die haben wir gesehen, die sind geil gewesen. Die sind Ich am weiß nicht, ob du Samstag. sie gesehen hast, aber ich habe sie gesehen. Voll, das sind die haben am Open Eye. ICU Festival. Okay, Ricky, ich übernehme schnell, ich komme nicht mehr gut Genau. mit dir. Und das ist eben im Solothurn, Roadstop Café im Lohn. Samstag, 29. April. Genau. Und jetzt mache ich den Schluss mit Artifiction with One Word und A Life for Redemption am Sonntag, 29.04. Nein, Samstag. Samstag, 29.04. im Werk ein. Hört auf am 29.04. in Zürich spielen, Mann. Nein, es gibt 2 Konzerte am 27. und 2 Konzerte am 29. Es gibt 3 am 29. 3? Ja. Versus spielt auch noch am 29. Hört auf. Ja, ist gut. Alright. Könnt das schauen, was ihr am geilsten findet. Alright. Eben, du hast dann in Kloten das Konzert in Solothurn und in Werk 21 am gleichen Tag. Genau. Könnt das schauen, was ihr am geilsten findet. Wir sehen uns später. Ciao! Yes.